Ich streame in den Staaten, nee, hallo, bin ich überhaupt da, ich komme nicht aus, morgen mit der Lutz wieder her und morgen mit dem Sound wieder her und überhaupt sowieso. So, lang nicht mehr gesehen. So, jetzt warte mal. Was haben wir jetzt alles für GTA umgestellt, was da nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Was läuft da überhaupt für Musik im Spiel? Was haben wir da wieder denkt? Läuft da? Was da nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Warum grusel irgendwas? Warum hören wir uns selber? Alles, es funktioniert alles. Jetzt warte mal, was der mal rein? Die ist eine, was wurscht ist. Ballatro-Musik ist gemütlich, die geht dabei. Da, hör mich selber, ich hab mich schon kurz selber gehört, gell? So, das machen wir zu, das machen wir zu, das machen wir zu. Jetzt haben wir da, jetzt haben wir auf der Welt, Kinder. Ha! B! Again! It's a me! 1 Bürger! Tu sie mitgehen, tu sie 20 Uhr, meine Damen und Herren. Ja, lang her, dass wir uns gesehen haben, du. Erst einmal ein Habe die Ehre und ein WB an alle, die vorher gerade schon vor einer Viertelstunde oder vor einer Stunde dabei waren. Da haben wir uns einen GTA 6 Trailer angeschaut, wer das nicht mitgekriegt hat. Gibt's als VOD, ist allerdings schon absolut zu Tode geclaimed. Weiß ich nicht, ob der einfach so auffindbar ist, weil die Musik halt. Ich weiß auch nicht, was die Rockstar da denkt. Aber it is what it is. Naja, gut. Timmy Boy, zweites Mal grüß zu dir daheim. Kuss auf die Nuss. Ein drittes Mal eigentlich, wenn ich das da so sehe. Ein Dankeschön an den Geisi. Ich hoffe, der Geisi ist da. Servus, Bürger. Bin auch wieder da. Grüß vom ballerhaften Tristan aus Weißtriften. Ich hoffe, du bist noch da. Merci dir. Warten da nicht. Merci für 35 Monate. Timmy Boy, lesen ja, aber ignorieren besser. Lieg nicht. Du hast es nicht gelesen. Sag's, was es ist. Wolfric, merci dir. Und es gab drauf Buffs und Debuffs, je nachdem, ob du Muskelberg oder Fette bist in San Andreas. Absolut richtig. Nobatster Man, merci für den Zwickel. Nico, merci für 54 Monate. Galaxy Gamer, merci für den 5er. Mario, merci für den 6er. Stolzer Löwe, merci für den Euro, ist eh klar. Timmy Boy ebenfalls. So, haben wir alle durch. Ich hoffe, die Leute haben da und haben wir nicht besser. Aber in der Besempfung, da ist das einfach nur unnötig. Das zieht es noch unnötiger entlang. Merkt euch einfach, wenn wir wieder mal so eine Besempfung machen, dann lädt es einfach immer aus. Und dann kriegen wir einen Vogel. Zum Glück war der Opa am 7.5. dabei. Das ist richtig, Wurzelsepp. Löwensepp. So, einfach nur mal, habe ich ihre Bierger, schenk uns gescheit ein. Irlbacher Vollbier hell, lass das schmecken. Merci dir. Ingal, merci für 38 Monate. So. Jetzt scrollen wir da mal ein bisschen laufen. Grüßen wir mal in den Haufen rein. Habe die Ehre an. Sumselglück an den Bernie, an die Tammy, an die Sally, an die Steffi, so viel Mädelzeit an den Opa, der ist zweimal dabei am 7.5., das ist wichtig. An den Weinstefan, an den Mainmeiker, an den Herrn Schall, an den Forest Quarter, an den Gambrios, an die Rebecca, an den Forest Quarter, an den Sprengi, an den Riesimike, an die Breitis, mir ist für 39 Monate, Kuss auf die Nuss. An den Herrn Löscher für 65 Monate. Servus, einmal wieder der Bürger und nebenbei für die PCVU-Matura lernen, was auch immer PCVU ist, aber das ist jetzt unfassbar wichtig an. Leg's auf Zeiten, schaust den Stream, das ist wichtiger. Eiler, merci für 40 Monate. Nikos, merci für den Zügel 50. Stammtisch, Mickerzeit, auf Volksmusik und Prost! Ich weiß nicht, ob es da eine Volksmusik gibt, das werden wir herausfinden. Bin gespannt, was es kann. Tavern Master war damals wirklich cool. Das hat richtig Spaß gemacht, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann repetitiv geworden ist und da Bier geht dann meistens ab. Ein paar von euch haben dann noch weitergespielt und haben dann ein 5-stöckiges Wirtshaus mit Hotel und keine Ahnung was gehabt. Schauen wir mal, was Tail and Ale Tavern kann. Ich glaube, das hat also ein bisschen Roleplay-Elemente, wo man draußen umeinander rennt und Viecher zusammen hat und so. Was das jetzt für einen Sinn beim Wirtshaus also, weiß ich nicht. Aber ist ja wurscht. Frank, merci für 55 Monate. Auf geht's, lecker Bierchen ausschenken. Ja, gibt nur das beste Bier. Bürgers Busenbier. Herr Wendo, merci für 51 Monate. Habe die Ehre in die Runde. 51 Monate, total narischer. Ja, ist er. Ich reserviere hiermit einen Tisch für 51 edle Rittersleute. Press the Like-Button. Ob es Rittersleute gibt wie ein Tavern Master, das weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden. Merci dir, Jürgen, merci dir. Nach 3 Jahren endlich wieder im Land. Also, was tust du denn 3 Jahre im Ausland? Du bist ein narrisch. Mike, merci für 21 Monate. Hey, Bürger, was ist denn eigentlich aus die Pflanzerl geworden? Aus welcher Pflanzerl? Meinst du die? Sind am Grow nicht. Ich hab zwar einen Haufen in den Sand eingesetzt, ich sag das was ist, ich glaube, ich hab's zu lange eingewackt. Ich hab 2 mittlere und 2 kleine. Könnt ihr mir ein Foto posten bei uns im Bubertschmerz wieder? Ist da überhaupt noch was los im Bubertschmerz? Ich glaube schon. Der Dreamer ist da so selbsternannt, hört sich jetzt ein bisschen negativ aus, soll es aber überhaupt nicht sein, aber da haben wir jemanden herin, das ist der Dreamer, der hat da anscheinend richtig Ahnung von der ganzen Scheiße. Oh ja, da haben Fellbeutel drin. Ja, ich sag schon, ja, da ist einiges los, du. Bubertschmerz geht's da, Alter, da ganz Quecksheißel hinbaut. Wer ist denn das? Der Batman schon wieder. Batman, ja. Geile Nummer, sehr schön. Sitzgage. Mit dabei und schaut zu mit mir.
Ja, es ist wirklich A-Frau. Ich hab zwar Angst vor sowas, aber es hilft EZ. Danger Doni. Weißt du dann Antonia? Danger Doni? Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt von euch da wen zum Birger und Chill eingeladen hat. Aber Birger... Genau. Endet meistens mit... Birger und Chill endet meistens mit... Weißt du was es ist? Gesichtsgerätschen, merci dir, schöne Grüße an die Danger Tony. Der Frauenanteil ist halt extrem hoch. Da ist Anita, ich sagt, wir fragt, ob es Schnitzel gibt. Ja, sagst es gibt nur normale Weiber auf dem Planeten. Nein. Und nicht bloß, ja, ist das laktosefrei? Kann ich auch ein Sojabrötchen haben? Halt dein Maul, wenn der Taxen bricht, du Scheiße aus Ruhe. So, Timmy Boy! Hi, bye. Was? Luki, mir ist wieder ein Zwickel, Timmy Boy, mir ist wieder ein Euro. Schluss jetzt. Frau Wirtschaft, die darf gern bestellen. Nix. Kriegst was auf den Tisch kommt. Bei mir in Birgers Busenbude läuft das schon immer anders. Da bestellst du nicht, sondern da wird einfach was hingestellt und wenn du es nicht zahlst und nicht frisst, dann kriegst du Dresche. Dresche! Kari! Oh ja, Alter, auf weitere Jahre. Kari, mehr so wie ein Jahr. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe auf viele weitere Jahre. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir uns noch über ein Jahr lang gedulden müssen, bis GTA 6 kommt. Ich kann euch aber auch gleich schon sagen, wenn das wirklich nächstes Jahr am 26. Mai kommt, wird das Spiel genauso gespielt wie KCD 2, das ist sowieso klar, und wird durchgezockt. Dann wird es wahrscheinlich, ich hoffe, dass es nicht lang dauert, also ich bin mittlerweile sehr skeptisch, dass dort vom Start weg eine PC-Version kommt. Ich finde immer noch nach wie vor, dass Idioten warten, wenn sie sich... Lasst mir irgendwas sagen! Gut, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde lang durchgelabert. Timmy Boy, ich weiß auch nicht, ja, ich auch nicht. Switch bleibt mir jetzt für 6 Monate. Gesucht wird, was denn sonst? Der Nieder schreibt, isst du Schwein, kommst du rein. Guck mal, bist du verheiratet oder so? Ich frage für einen Freund. Sally! Ich hab zwar Depp, aber das ist ein BH. Herr Sallerberger. Okay. Ich weiß nicht, Sally hört sich immer so nach... Aber du hast da ein M hinten. Steht das M für Meiblich? Merkst du dir? Birger, mein Resub hat's nicht angezeigt. Wo? Weil meiner, was ist da wieder los? Ich gucke. In meiner Liste ist er nämlich auch nicht drin. Bist du sicher, dass du da einen Resub geschissen hast? Bist du da sicher? Ich sägen nämlich nicht. Ich sag das, ich sägen nicht. Und kriegst einfach so die Resub-Tröte. Pass auf. Na, dann klatsche ich mir selber. M steht für Michael. Ja, ich merk's mir, Sally männlich. Eine Jahreszahl vielleicht noch. Ich bin ja für 2016 oder so. Wobei die auch schon 9 Jahre jetzt sind. Ich meine, die haben gerade erst auf die Welt geheiratet worden. Nein, die haben auch schon 9. Ja, egal. Ebenbau Milch! März bis 37 Monate. Servus, ich schau kurz Zeit, bevor ich ins Bett gehe. Boah, so früh schon wieder ins Bett gehe, das heißt für mich, da stinkt schon wieder irgendwas nach Frühschicht oder irgendeiner Scheiße. Ihr müsst aufhören damit. Kinkefax, grüß dich. Magst du mal mit Mari grüßen, Bitchin? Ja, ich seh schon. Ja, schau, das ist ein Geben und Nehmen. Das ist der Arschloch. Das fühlt sich zwar so ein bisschen an, als da Ruhe jetzt! Geheimtipp. Freibier plus Schnitzel, Geheimtipp. Ja, da musst du... Das ist extrem geheim. Andi, merkst du dir. Dann nochmal jetzt halt. Hinkefax. Das ist also ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und das ist ein bisschen so ein passives Nuttenzäunen. Wenn man so will. Ja, du weißt es aber, was es ist, ne? Du weißt es aber, was es ist, ne? Du kommst zum Bürger in den Stream, sagst zu irgendeiner Alten, was du gerne reinwürsteln darfst, ich weiß, was wir jetzt der, jetzt machen wir Bürger und Chill. Dann schmeißen wir dem fetten Vollidioten irgendeine Gadi und dann macht er so. Und dann kann man ihm eine peinliche Anmache sparen und du weißt sofort, um was es geht. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir so. Kinkefax, schöne Grüße an Mai. Viel Spaß. Ja, du weißt es aber, was es ist. Schluss jetzt, Kruzifix, Mario, es ist Hamiletten. Mario, darf ich nur einerseits einer neuen Migrationspolitik... Ich hab noch nichts mitgekriegt von unserer neuen Migrationspolitik. Hat sich da schlagartig heute irgendwas da, um medienwirksam zum sagen, so ab jetzt wird alles anders, aber eigentlich bleibt alles gleich. Ich weiß nicht. Mario! Mir ist wieder ein Zwiebel 50 geht. Sei mal, mir ist wieder ein Zwiebel 50 geht. Doom kommt auch bald! Weiß ich. Am Freitag in einer Woche. Ruhe jetzt! Die nichts verstehen, also nein. Okay, passt. Schnitzel, zirkt deine Panaden aus, heute wird's geklopft. Oh, der hat meiner Oma schon auf den Arsch geschaut, so alt ist der. Der Gustav schreibt, bitte lenk mich ab, Bier gestern nachbekommen, dass meine Mutter einen Schlaganfall und eine Hirnblutung hatte. Liegt auf intensivem Koma, braucht einen geistigen Dünnschiss. Herr Lang? Unfassbar dummerweise, nicht ganz genau, aber ich weiß relativ genau, wie es da gerade geht. Aber da kommt der Manuel und scheißt wieder irgendeinen Mist einer!
Ja, das muss ich machen, das passt jetzt zwar gerade gar nicht, aber das hilft nicht. Ab in den Chat, aber der Meinung, erst wieder Mitgliedschaft. Und dann wünsche ich mir einen Herzal-Spam für den Herrn Lang. Weil ich sehr genau weiß, was da gerade los ist. Tut es. Mehr mag ich nicht sagen. Ich streng mich an, Lang. Ich gebe mir Mühe. Stets bemüht war ich. Stets bemüht bin ich. WhatsApp ist fertig runtergeladen, ja, ja. Aber ich spiele jetzt Killing Floor heute mal. So, machen wir das zu. Starten wir das Spiel. That's the community, ladies and gentlemen. E-Beams, Jesse, Servus Bürger, auf den Stream. Merci für den Resub, Jesse, Kuss auf die Nuss. Enjoyen wir doch nur eine Runde den Herzal-Spam, hä? Da tut mit Sicherheit gut. Mit Sicherheit tut der gut, hä? Send the love. Ah, mit der epischen Musik oder zu Herz. Es ist nicht mehr so episch, jetzt ist es ein bisschen blödelhaft, das passt jetzt nicht ganz, aber ich weiß nicht, was es ist. Der Grantelbart muss natürlich wieder kaputt machen, das ist ja klar. Du hast ja ein Grantelbart und nicht Chernobyl-Bart. Ich hab morgen eine Frühschicht, muss um 3 aufstehen und gehe frühestens nach Streamende in Richtung Bett. Excuses, wer was anderes sagt, ist ein Nuller. Ciao, Grantelbart. Dein Problem, dass es heute bis um morgens in der Früh geht. Max, eben, merci dir. So, Schluss jetzt, ich mach jetzt die Alert-Sounds aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Mario, merci dir. Deutschen Grenzen sind bumm voll mit Kiewerei seit heute. Ehrlich, was? Ich hab mir nichts angeschaut heute, ich sag das, was es ist. Es gibt noch der Johnny Bremsspur, Servus Birger auf einen geilen Stream. Kuss auf die Nuss, merci für 14 Monate. Leute, Dankeschön! Da, der Michi ist gerade erst gekommen, ich weiß nicht, was los ist. Mach einfach mit. Machst du schon, ich bin schon wieder, je netter, dass ich an den Monitor nicht gehe, desto mehr wie Herzalrot. So, Herr Lang! Ohren steif halten. Ich weiß nicht, was man zu sowas jetzt sagt, aber das tut mir natürlich sehr leid. Ich weiß relativ genau, wie es da geht. Wir bringen da jetzt die Umleitung hin, dass ich mich nicht anstelle wie der Träger. Das Forza fertig runtergeladen. Zeit ist zum Spulen. Mehr weg auf, 6 Jahre Blödsinn, taugt 74 Monate, du bist der absolut geschubste. Kuss auf die Nuss. Bin gespannt, ob irgendwann 148 dort steht. Dankeschön, Leute. Kuss auf die Nuss. So, da sind wir. Schwimmen wir heute Ale and Tail. Musi ist vielleicht ein wenig laut, hä? Die Musi vielleicht ein wenig laut. Die ist bei der Hälfte nicht rund. Da wollen wir auf so. Das ist ein guter. Oder ein schöner Grafikstil. Schön zeitlos. Grafikstil schaut im ersten Moment schon mal. Was haben das für komische Eulen? Haben wir schon wieder bei den Eulen? Eulen. Kennt jemand das Spiel Eulen? Hat das bloß bei uns Eulen geheißen oder hat es das bei Hagim? Da waren wir früher am Fußballplatz. Und dann waren wir halt zwing Leute, dass wir auf dem Klarfeld gegeneinander spielen können. Dann haben wir entweder auf ein Tor gespielt, ja, so einer geht ins Tor und dann aber Eulen war so ein besonderer Spielmodus, da hast du dem anderen auflegen müssen, also der Ball hat in der Luft sein müssen und dann hast du je nach Schuss und mit Latten jeder hat Punkte und wenn du daneben schießt, musst du ins Tor. Wenn du ein Tor kriegst, verliert der Torwart Punkte. Hat das jemand? Spatzenschießen heißt es bei uns hat es Eulen geheißen. Frag mich nicht warum. Das war eigentlich schon cool. Eulen hat immer Spaß gemacht mittendrin. Und dann hat es noch was gegeben, da haben wir Basketball gespielt. Und da hat man, wir haben die Striche geheißen, ich weiß nicht mehr, da ist ja vorne bei der Freiwurflinie ist ja so ein Kreis rundum und dann 2 so Linien schräg nach vorne und da haben lauter so Striche gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt für Basketball wichtig war, ist mir wurscht. Und dann hast du an die Punkte hingestellt und hast geworfen. Und wenn du getroffen hast, hast du den Strich halt weiter dürfen und du bist immer weiter weggegangen, bis zum Dreier und so weiter, bis du den ganzen Platz einmal rundum bist und das hast du gegeneinander gespielt. Wer als erstes durch war, hat gewonnen. Das hat bei uns irgendwie geheißen, was weiß ich, Bobby geht nach Hause oder irgendein Scheiß. Und wir haben dann irgendeinen Scheiß draus gemacht, keine Ahnung, ja, der Michi geht in Edeka. der Steve geht in Rewe und alter Limo und irgend so einen Scheiß haben wir so weggenannt. Bei uns kenne ich das nur als geh mir weg mit deinem Fußballscheiß. Ja, irgendwann waren wir mal Kinder. Hey, jeder mal mit einem Ball gespielt. Jeder, der als Kind nicht mit einem Ball gespielt hat, ist ein Huren. Urhuren. So, Anonymous, merci für den Drilling. Ich bin auch wieder dabei. Zeit ist worden! Wir sehen uns nach dem Vortrag über Kindernotfälle im Nachschau-Squad. Prioritäten gibt's trotzdem. Viel Spaß schon mal. Was für ein Ding? Vortrag über Kindernotfälle. Ja, es gibt doch noch Sachen, die sind wichtiger als mein Stream.
Zum Beispiel sowas. Merci dir. Andi übrigens, merci für den Zwickel. Teamgruppe vom Stammtisch, schenk ein, schenke dein. Ja, ich arbeite dran. So, jetzt halt. Ruhe, 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 Ruhe. Hier mit einem Fußballscheiß selber. Du bist da. Dafür gibt es bei ein paar Leute, die kriegen einen Ständer, wenn ein Bulldog vorbeifährt. Ihr braucht überhaupt nicht schmerzen. Fick ist eigentlich mit euch los. Neues Spiel. Tavern Zero, das glaube ich nicht. Leerzeichen gibt's kein. Nur Freunde. Spielen verbieten, die Möbel zu verschieben. Wie, ist das automatisch ein Multiplayer-Spiel? Na bitte nicht. Hä? Kann ich jetzt da nicht die Lobby zumachen, oder was? Arachnophobie-Modus? Muss man da Spinnen verprügeln? Ja, in der Comic-Grafik machen wir Spinnen nix. Soundsteuerung, Tastenbelegung. Ja gut, werd schon irgendwie hinhauen. Geschirrwäsche, also, ja weiß ich nicht, lass mir einfach mal alles so aus, ein Arachnophobie-Modus. Kein Geld mehr. Verkaufe etwas an einen Händler, für ein Geschäft ist er immer zu haben. Was haben wir da? Vergiss nicht, die Nutztiere zu füttern und zu tränken, sonst werden sie nicht wachsen. Mensch, was haben wir wieder gekauft? Ich möchte ein Wirtshaus aufmachen und nicht einen Bahnhof. Was möchtest du von mir? Himmel, wie kein Leerzeichen? Das frage ich mich auch. So, diese Stille und dann, hä? Ja, was? Ich bin verwirrt. Wie, wo ist das jetzt ein Multiplayer-Spiel? Nee, da ist mein Wirtshaus, das ist schon fertig. Ich verstehe überhaupt nichts. Füge der Musikbox neue Lieder hinzu, indem du Quests von Charakteren abschließt. Keine Ahnung, jetzt spielen wir einfach mal, schauen wir, was passiert. So, wo haben wir? Rede mit dem Händler, um Gottes Willen. Alter, was haben die selber für Spiele mit dieser Wolllecker? Puh, jetzt habe ich kurz gemeint, wir haben in World of Warcraft. What the fuck, Alter? Du mit Einstellungen, Steuerung, Mausempfindlichkeit. Ich kann es gleich mit dem Hälften runter dran, wie wir späten so. Schau mal, sehen. So, ja, jetzt schon eher. So, da sind wir. Rede mit dem Händler. Bist du der Händler? Du schaust eher aus, als in deiner Freizeit gern Leute verprügeln. Alter, was haben wir? Oh, ich muss kurz auf Zeichen gehen, damit ihr das mal kurz gesehen habt. Wir haben ein Leben. 100. Falls das irgendwie nötig wird, dann sitzen wir auf der anderen Seite nochmal. So, was haben wir da? Unser Inventar ist top. Sortieren, wir haben 3500 Gold, 3500 Geld, aufteilen, mittlere Maustaste, rechte Maustaste benutzen, linke Maustaste bewegen, wir haben natürlich noch nichts, wir haben Rezepte. Gerstenbrei, Gerste ohne Wassereimer, das kriege ich noch hin. Rede mit dem Händler, da haben wir Quests und da haben wir einen Status. Island Tale, Tag 1, da läuft schon Zeit, Erfahrung, Reputation, Island Tale. Ich weiß nicht, was das soll, aber das wird uns schon noch erklärt werden, was das ist. So, Händler. Let me assume you are the new owner of the tavern we're standing in front of. Wow, you are a seer. Yes, all of my savings and inheritance went to acquire this tavern. My dream has come true. Some dream of becoming knights in shining armor, saving royal figures, engaging in duels and determining the fate of the world. And you dream of serving oatmeal and ale to commoners? Well, why oatmeal? I have a knack for culinary arts. My purpose is to turn sad and hungry citizens into happy and well-fed ones. Well, it's a noble cause. The people around here love to eat and drink, and they know how to have fun. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. I see potential in you, and where there's potential, there's trade. In short, if you need anything, come to me to buy, to sell, and I'll also share some news with you. What a wonderful place, and such kind people. Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace, but don't be afraid. I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories, but getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern, and to send any troublemaker packing. You have a way with words. Das war der motivierteste Händler, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Der redet, als mir hätte mal, weiß ich nicht, als mir hätte mal was verkaufen. Ja. Interested in making a deal? Ja, ich möchte gerne einen Deal machen. Also. Domestiziertes Schwein. Domestiziertes, ja, da bin ich schon richtig.
Was soll ich kaufen? Hackel, ich kann noch gar nichts kaufen. Verbrauchbar? Axt! Gekauft! Ich mag ein Wirtshaus aufmachen! Und jetzt zerbricht die Bretter, um in die Taverne zu gelangen. Zeit für Aufräumarbeiten. Warte mal, kann ich sprinten? Oh, das ist ein kleiner Dash. Muss ich erst was rausfinden. Gott sei Dank. Wenn ich mir jetzt da nämlich irgendein... Traveler? Chill mal. So. Dann. Holzbrett. Kriegen wir 6% clean. Also, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dann ist das irgendeine abgestandene Taverne, die wir jetzt erstmal in Schwung bringen müssen. Und die heißt Ale and Tail. Das kannst du einmal dermaßen aus dem Kopf schlagen. Wo habe ich das? Ich habe doch das jetzt gerade irgendwo gefunden, wo man das umnennen kann. Ale and Tail. Bürgers, Busen, Bude, V 2.0. Enter. Ah! Oh! Das ist so wunderschön, es ist so wunderschön, ich halte es nicht aus dem Schild. Oh, es wäre Lied. Ich kann gar nicht sehen. Hallo? Okay. Stufe 8. Ja, einfach die Fensterscheibe, dann wird schon hell. Jetzt warte mal. Ja, das ist schon ganz schön finster, gell? Ich hab 3 Anläufe gebraucht. Das ist aber krasse Kerzen. Oder das muss die neue Philips Candle 8 Millionen Punkt 2 sein. Das mag ich da. Achievement gekriegt. Yeah, I'm going. Löse 100 Mal die scheiß Glocken aus. Habe ich jetzt 100 Mal die Glocken ausgelöst? Was passiert, wenn wir es 1000 Mal auslösen? Mein Finger! Leg mir mal, ich mag es nicht rausfinden. So, was ist da alles los? Was ist denn das da? Geschirrplatz, okay. Was ist mir da zerbricht? 3 alte Fässer oder Kisten? Kriegen wir hin. Und Kisten. Kiste! Das ist mir aufgegangen. Schön ausschauen das schon. Kann man jetzt mal nichts sagen. Du bist ein bisschen eintönig. Es ist überall sehr viel derselbe Braunton, aber gut, das ist halt mit Holz so, ne? Kriege ich da auch irgendwas, wenn ich den Scheiß zusammen... Nicht wirklich, gell? Kaufe einen Besen. Müssen wir zum Händler aussehen wahrscheinlich. Dann schauen wir mal, was das kann. Hier geht automatisch auf, gefällt mir gut. Greetings, traveler. Ja, laber mich nicht voll jetzt mal. So, Besen. Gib schon mal einen Besen her, der ein bisschen ausschaut wie ein Fackel. Okay, nein, passt schon. Schmutz. Ah, muss man immer 3 Mal hintüdeln. So. So, entferne 2 Pfützen. Und entferne 2 Spinnweben. Warten, Spinnweben. Ich sehe keine Spinnweben. Ah, da ein Spinnweben. Aber wieso? Die machen es doch authentisch, diese Spinnweben. Haben wir da noch eins? Nein. Da haben wir noch was. Weg mit dem Schund. Was haben wir sonst noch? Kaufe einen Fasshalter, kaufe einen Geschirrwäscher, kaufe einen Herd, kaufe einen Fermentierer, kaufe einen Braukessel. Oh, wir müssen unser eigenes Bier brauen. Da bin ich jetzt gespannt. Das war wichtig, dass das ausgeklügelt ist. Schauen wir mal. So. Verbrauchbar. Da brauchen wir einen Reparaturhammer. Den brauchen wir eigentlich noch nicht. Lebensmittel, können wir da schon irgendwas kaufen? Ja, aber was soll ich denn dann kaufen? Ach, Möbeln. Okay, dann nehmen wir einfach mal alles. Fasshalter, Geschirrwäsche, Nova, nur Braufassel und ein Braukessel. So. Sie? Haben wir alles da. Stelle den Fasshalter auf dem Tisch auf. Muss ich das irgendwo... Nochmal Place. Ja, das muss irgendwo auf einer vorgegebenen... Das ist wieder... Das war jetzt schade. Wenn ich das auf irgendeinem vorgegebenen... Oh, mit einer Kisten, die müssen wir auch noch wegnehmen. Stige Kiste.
Gibt sogar einen richtigen Brausimulator, den werden wir auch noch austesten. Der ist schon auf der Liste. Ich glaube, ich weiß sogar, welchen das meinst. So, was nehmen wir da damit? Kann man das wegkehren? Wer kennt das nicht? Das kehrbare Stroh. Du fährst mit dem Besen drüber, dann ist es weg. So, wenn man das noch weggeht, ja, das schaut doch schon mal vernünftig aus. Was ist eigentlich das da? Inventar von Spieler. Also, Kinder, wenn das Spiel was kann, dann stinkt es noch am Community-Zock. Das sagt er. Wobei es ab nächster Woche ein bisschen schwierig wird, weil der Doom kommt. Aber gut. So, wo stehen die Scheiße jetzt hier? Auf dem Tisch? Ich hab keinen Tisch. Wie ein Tisch? Ach so. Okay. Dann stelle den Geschirrwäscher auf. Gott sei Dank. Die Befürchtung habe ich ein bisschen gehabt, dass man das nicht selber platzieren kann. Geht das Pixel genau? Anscheinend schon. Ja, keine Ahnung. Geschirrwäscher, Geschirrwasch. Geschirrwolken, ja, da geht es vielleicht ein wenig im Weg um. Wir kommen dran. So kommen wir es dran. Die haben wir halt da hier. Ja, das macht doch schon mal fürs Erste, macht das schon mal Sinn. Dann haben wir einen Herd. So ein Herd. Also kann ich den da nicht einstellen? Weiß man nicht. So mal rotaten. Weil die Zugangspunkte vorn sind. Kann man den nochmal umstellen. Zubereitung beginnen. X entfernen. Ja gut, das passt. So, dann haben wir einen 6er. Das ist der Fermentierer. Die stellen wir da hinten ins Eck alleine. So. Einfach mal nach Adam Riese, ne? Und da haben wir einen Braukäsel, ja. Den stellen wir einfach mal daneben. Den können wir dann umbauen. So, haben wir alles. Kaufe ein Fass, kaufe eine Gerste, kaufe einen Eimer, kaufe einen Krug. Na ja, gut. Bringen wir hin. Klingt ein bisschen nach Tutorial. Hilft ja nicht. Hast du deine Zapfanlagen zugebaut? Nein, nichts habe ich zugebaut. Ich hoffe mal, dass das Fassel nach vorne schaut. Aber das werden wir dann schon gleich herausfinden. So, 1 Gerste brauchen wir. Dann brauchen wir ein Fass, einen Krug, einen Teller, einen Eimer und sonst nichts. Fülle den Eimer mit Wasser. Die Frage ist, wo? Haben wir eine Wasserleitung oder ist da ist geschlossen? Das werden wir jetzt natürlich nicht umdrehen. Was ich noch mehr ist, da können wir noch aus der Tür rausgehen, dass man da auf der anderen Seite raus spazieren kann. Oh, wunderschön. Was ist denn das wieder? Das ist ein Biergarten, der ist total im Arsch! So, Eimer füllen. Nochmal umbleiben. Wassereimer, 15 von 15. Stelle Gerstenwürze her. Da werden wir wahrscheinlich jetzt... Ja, ich sehe schon. Weißt du, was ein wenig schade ist? Das ist das erste, was mir auffällt. Das war eigentlich ein Tavern Master, ganz geil. Ich habe offensichtlich keine Bauoptionen zu meinem Wirtshaus. Also ich kann mein Wirtshaus nicht selber bauen, wie es ich haben will. Nehme ich mal an. Wir müssen bloß wahrscheinlich irgendwie Level 12 werden, dann geht der Weg zum oberen Stockwerk auf und so weiter und so fort. Das ist auch okay, aber das finde ich bei Tavern Master schon ganz geil, dass du dir selber ausdenken hast können, wie du was baust und so. War schon ziemlich cool eigentlich. So, Gerstenwürze, wo müssen wir da hin? Brauen. Zubereitung beginnen oder müssen wir das im Fermentierer machen? Ich weiß doch auch nicht, brauchen wir dann... Aber der Quest zeigt uns einen Braukessel an. Zubereitung beginnen. Gerstenwürze. Und dann Gerste, umziehen. Wassereimer, umziehen. Müll, kochen. Kochen! Wie lange dauert das? Ja. Wird auch gesagt. Ein bisschen ein Kamera-Bug, aber das ist ja wurscht. Ein bisschen laut ist. Das ist okay. So, Geschirrplatz. Warte mal, haben wir uns... Ich hoffe, dass das Fassel nach vorne steht. Also das war ja nur effektiv, wenn die Bedienung da hergeht und holt sich da das Bier und nicht da die ganze Zeit ständig um den Tresen rundum läuft. Aber gut, machen wir so, vielleicht geht's dann schnell. Klonk, 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 Motherfucker, klonk, klonk. Hä? Ha! Müssen wir warten. Schauen wir uns dabei, was ist da schon wieder los? Ruckelt der Stream bei euch auch so derbe? Herr Wulfric, was ist da los? Julia! Der Chef, bitte ein bisschen zu spät, muss ja noch was für die Meisterschule lernen. Was wissen denn heute? Ist momentan nicht an Prüfungen, gell? Da ist der Mai gefährlich. Ich weiß zwar nicht, ob wir noch so junge Leute erinnern, aber stehen dann jetzt nicht dann auch Abi und Realschulabschluss, Hauptschulabschluss, Quali und der ganze Scheißdreck von der Haustür? Viel Spaß, Gott sei Dank ist die Scheiße bei mir schon über 20 Jahre. So, nimm Gerstenwürze. Ich hab die Gerstenwürste. Gerstenwürste. Fermentieren. Starkbier. Fangen wir nicht mit einem normalen Bier an, sondern dann machen wir gleich mehr Starkbier, damit nichts passiert, gell? So. Wassereimer kochen. Nein, ich sehe schon. Das ist wahrscheinlich allein wieder so dermaßen viel zu viel gleichzeitig zum Machen, dass einer Bier brauen muss,
und er muss bedienen und so weiter. Oder wenn in Österreich jetzt nicht das Internet aufhört, zum Spacken 3 durch. Herr Dockner, kenne ich. Bei mir war es aber meine Verkabelung, meine selber zusammenbaute. So, Starkbierfass. Stelle das Starkbierfass auf. Das werden wir jetzt wahrscheinlich da auf platzieren müssen. Jetzt schauen wir gleich mal, in was für Richtung das zeigt. Gegenstand platzieren, nehmen wir das. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, gell? Nimm Starkbierkrug, benötigt Krug. Fülle einen Krug mit Starkbier. 5. Das Gangen wird schon passen. Dann brauchen wir einen Tisch. Und dann hat der Händler eigentlich rund um die Uhr auf, muss ich einmal schlafen oder was ist da der Plan? Warum stehst du? Ja gut, du kannst vor lauter Muskeln, kannst du das, was passiert denn eigentlich, wenn ich da hinten reinbrich? Dann voll das Zeug. Was? Seht ihr das auch? Tisch! So, jetzt haben wir dann gleich kein Gold mehr. Wie viel Gold haben wir noch? 1050. Da haben wir einen Tisch, dann schickt er mir wahrscheinlich wieder raus und platziere den Tisch. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Können wir den mal Platz sparen da hinten da, oder nicht? Rotate. Ja, kommt dann so erst der Tisch über, warum nicht? Oder? Sicher, was tut man sonst? Handschuhrüstung, ich glaube nicht, dass es ein Handschuh ist. Ich glaube, dass das eine verkohlte Leiche war. Aber gut, da kümmern sich der Zukunftsbürger drum. Schauen wir mal, was das kann. Entfernen, na, das möchte ich natürlich nicht. Stelle ein Gerstenbrei her. Ja, aber für den Gerstenbrei brauche ich doch Gerste. Ich habe doch gar keine Gerste. Ah, ist es jetzt der erste Idiotentest, dass ich jetzt rausgehen muss und muss Gerste kaufen? Zum Testen, so hat er es verstanden, wo er Gerste herkriegt. Wieso kann ich? Das war eigentlich schon witzig, wenn es da nur so ein wie heißen die Spiele? Wie Harvest Moon und so weiter, da wo du dich um so Fatal kümmern musst und wie heißt denn das Pixel-Game, das jeder gespielt hat und jeder kennt? Nicht Terraria. Scheiße, mir fällt's nicht ein. Weißt du? Wie heißt's denn? Brauch schnell Hilfe. Stardew Valley, dankeschön. Richtig. Dass du um das auch noch kümmern musst, dann haben nämlich 4 Leute mit Sicherheit ordentlich was zum tun. Ist eigentlich eine coole Kombination dann. Bin ich schon wieder Start. So, was haben wir da? Wassereimer, eine ins... Da, der ist ewig. Das ist ein Wahnsinn. Haben wir noch 9-mal Starkbier. Ja, der Landi. Hat der Trant von die Rocket Beans nicht einmal das ultimative Spiel zusammenbaut, da wo er sämtliche Genres zusammenwirft und sagt, das war das perfekte Spiel? Gerstenbrei, benötigt Teller, haben wir. Dann, füge den Gerstenbrei dem Menü hinzu. Füge Starkbier dem Menü hinzu. Menü! Menü wo? Haben wir da? Starkbierkrug. $22. Kann ich das selber einstellen, was das kostet? Oder gibt 17 XP? Haben wir? Haben wir. So. Haben wir da noch so? Essen. Weiß ich nicht. Und Getränke, das sind noch andere Speisekartenkategorien. Und dann brauchen wir öffnen die Taverne. Dann haben wir, glaube ich, oh ja, frischer Tag. So, Freunde der Sonne, das ist aber schnell gegangen, dass Birgers Busenbude V.2.0 offen hat. Was kann man sonst, wann kommt denn da jemand? Die haben mir dabei Fassel weg, was weiß ich nicht, was mit denen. Gibt es XP, gibt es ja das Hai, werden wir nicht mit dem Hacke zusammendreschen können. Schau hier, da haben wir sogar heraus nur ein wenig Platz. Wir schauen hier eigentlich aus, ich möchte gerne wissen, wie ich ausschaue. Haben wir da wir uns das einmal an. Ja, anscheinend kann man da schon irgendwas bauen. Jetzt probieren wir mal, ob wir den Scheiß wegkriegen. Ah, nicht wirklich. Das schaut nach irgendwas Freischaltbarem aus. Und da wird man dann Sachen bauen können. Vielleicht hat das dann schon was mit der Farm zum tun oder so. Oh, Level 14. Ah, gut. Gleichen wir uns wieder. Dennoch verpassen wir unsere erste Kundschaft. Ich hab schon jemanden gehört. Hehehe. Bruder, die Grafik. Bruder, die Miese. Bruder, die Miese, ja. Die Miese. Gericht servieren. Was möchtest du? Gerstenbrei, den kriegst du. Nimm Gerstenbrei. Benötigt Teller. Gerstenbrei. Achso. Gericht servieren. Okton Brei Ding Dong Halla?
Very don't upside down look. Freier Nightshade? Du, die Frau, du gehst, als hättest du instant Dünnpfiff. Schaut mir noch ein bisschen am Asset-Flip aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Bestellung annehmen. Ah, freilich möchtest du ein Starkbier. Da, hier Starkbier gekriegt. Oh, warte auf Besucher und serviere 3 Gerichte. Mama. Wer bist du? Gwendolyn Silvermoon. Was passiert, wenn ich die mit dem Hacke hau? Trinkst du einmal oder holst du das bloß an Kache ohne? Der hat Hunger, das her, bist du her. Ein Gericht servieren, was möchte ich? Ein Starkbier kriegst du. Aber warte mal, ich muss ja das immer da holen, gell? Da, benötigt Krug. Ich hab keinen Krug. Doch, da hab ich einen Krug. Warte, du kriegst den von ihr. Benötigt Krug. Ist der jetzt angesaut oder so? Ich hab doch einen Krug. Ach, dreckiger Krug. Hab ich nicht was zum Waschen? Ich hab keinen Krug! Jetzt, alle, jetzt schilder mal! Ah! Wir brauchen mehr Krieg! Mehr Krüge! Greetings, traveler. Maulleuten! Verbrauchbar! Du, Kriegel her da, das ist ein Wahnsinn! Kann man doch nicht sprinten. Oh, sprinten mag ich. Starkbier. Starkbier. So, was. Alter. Cornfield. Starkbier. Starkbier. Brei. Teller. Nimm Gerstenbrei. Benötigt Teller. Ich hab da einen Teller! Was ist denn mit dem? Das ist der dreckige Teller. Kruzifix! Ah! Nö, gleich mit Teller. Warum gingen die alle heim und starten in die Hosen scheißen? Verbraucher. Dann können wir gleich eine Spülmaschine, kann man uns auch gleich noch kaufen. Gibt's eine Spülmaschine? Eine Spülmaschine. Geschirrwäscher. Wir haben einen Geschirrwäscher. Was labert die irgendwie für einen Scheiß? Schneller, schneller, schneller. So, warte mal auf mich. Starkbier. Kriegst du. Das da. Und dann haben wir einmal Brei. Ich nehm die Nummer Brei. Jules Savary. Müsste die ganze Zeit labern. Muss das in dieser Behindertensprache sein? Das war ärgerlich. Aber er hilft nicht. So, Geschirrspüler ist ja da. Wasser einfüllen. Ihr wisst, dass ich euch säge und her, oder? Wasser einfüllen. Ja, aber da muss ich jetzt das Wasser holen. Verdammt, ich sehe schon. Ich sehe. Ah ja, hinten war das. Hintertasse. Wasser, schnell. Brauchen wir mehr Wasser. Mehr Wasser einmal. Das habe ich schon gesehen. So, Wasser einfüllen, wunderbar. Dreckiger Teller. Ach du Scheiße. Okay, das ist aber eine coole Mechanik. Ach, ich mein. Oh, das ist wirklich eine coole. LOL. Okay, das ist eine coole Mechanik. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist eine spaßige Geschichte. Starkbierkriege! Kriegt? Ah, haben wir schon drin. Schweißel mich nicht die ganze Zeit so an. Da K, irgendwas, keine Ahnung. Oh shit, Alter. Ich muss abwaschen. Okay. Wenn es wurscht ist, wie ich da umeinander kriege, dann ist es wurscht, oder was? So, was haben wir da? Starkbier gekriegt. Wie viel Starkbier haben wir eigentlich? Wir müssen noch mehr Neues machen. Scheiße, wir müssen schließe die Taverne. Ja, wieso denn? Hier, der Barschlampen. Ja, sicher. Kommt da noch einer? Naja, ein bisschen umeinander bedienen können wir schon noch. Das tut immer nicht ab. Verdienen wir da ein Geld? 8,44. Hab jetzt nicht aufgepasst. Aber da kommt noch einer. Und dann sperren wir zu. So, was kriegst du? Starkbier? Das kannst du haben. Um Gottes Willen, da haben alle Pumpen voll. Aber was hast du da auch gemeint, was passiert? So, da ist ein Kriegel, da ist ein Kriegel. Den wir schnell abwaschen, damit nichts passiert. Ja. Was haben wir da? Teller 5. Teller 3. Etwas Geschirr abwaschen, ne? Aber haben sie schon hingesucht? Das weiß ich nicht, ich hab noch nichts gesehen. So, jetzt müssen wir aber zusperren, weil sonst kommt noch mehr jemand. Das hab ich mir gedacht. So, hier, geschlossen. Scheiß, lang gewinnst! Wie soll ich gängen? Stark. Was steht denn da eigentlich? See, Sumpf, Felder, Wald. Aha. Naja, wenn wir schon herausfinden, was das ist. Biergesbudenbude! Da gibt's das beste Bier. Vertreibe den betrunkenen Kunden.
Wie denn? Mit dem Hacki? Der Crispin Wolfbane. Wie denn? Wieso tut da ein Quietsche-Entchen? Ich tu nur mit dem Besen ausgeteilen da. Lol. Say no to alcohol. A drunken customer was chased away. Ich muss ihn wirklich mit dem Besen aufkopfen. Warum nicht? Serviere 10 Gerichte. Was ist mit dir? Skadoosh. Okay, ja gut. Haben wir schon da. Dreckiger Krug. Ein dreckiger Dan. Dann den da und dann haben wir noch einen dreckigen Teller irgendwo gehabt, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Na gut, jetzt müssen wir da mal wieder, nimm den Gerstenbrei, benötigt Teller. Ja, scheiße. Aber wir müssen erst einmal. Was war mal? Starkbierfass, da braucht man Gerstenwürze und Wassereimer. Also jetzt brauchen wir das Ding. Ersten Scheiße, die müssen wir kaufen wieder. Ja, das ist 10 Gerichte. Was ist das? Was ist das? Weg mit dem Schund! Wir gehen aber heute oben, die haben doch da gar nicht umeinander gegangen. Also wurscht. Das ist schon witzig, wenn es dann besoffen heimtorkeln. Greetings, traveler. Greetings, Traveler. Ich bin kein Traveler. Ich wohne sprichwörtlich 5 Meter neben dir. Bist du behindert? Starkbierfass, nur ein zweites kaufen. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Wir brauchen erst mit Gerste. Das ist einmal das Erste. Rein mit Monster, Bitch. Verbrauchbar. Teller und Krieg, glaube ich, haben wir genug. Da haben wir Fackel, sendet Licht und setzt Objekte in Brand. Oh, was haben wir da? Ja, gelbe Fix. Ich habe jetzt echt gemeint, dass da dein Schnauzer ober du hast. Ein Vogel. Du spinnst du irgendwie, oder? Passiert nicht. Hol dir Wasser und Gerste, dass du vorbereitet bist. Alle besoffen. Also ich find's top, Tavern Master in First Person. Ja, um Gottes Willen, das war jetzt, bis jetzt gibt's keinerlei Kritik zu üben. Ich meine, dass sich in den Indie-Games natürlich nicht absolut polished sind bei den Animationen und so, das ist kein Kritikpunkt nicht. So, aber wo ist der Unterschied zwischen und kann in einer Zapfanlage eingesetzt werden? Man muss es nicht brauen, oder wir verstehen das. Sonst kaufe ich jetzt einfach mal, weil es mir wurscht ist, weil ich wissen möchte, was. Haben wir jetzt so weit, dass es nicht ins Inventar passt hat, ja? Wo ist das dann? Ah, okay, das ist mein. Ja, okay, ich verstehe schon. Sortieren wir mal ein bisschen. Kann man die stacken, die Dinger? 5 ist wahrscheinlich das Maximum-Stack. Ja, das kriegen wir schon. Jetzt gedulde dich. Da haben wir das Starkbierfassel. Da brauchen wir wieder so einen Halter. Kruzifix. Ja gut, muss man sich jetzt ein bisschen drüber. Wo ist der verbrauchbare Möbel? Heute jetzt geht uns dann die fetten Kohlen gingen uns jetzt dann aus. Aber das kriegen wir schon. Die haben wir jetzt da so her und dann haben wir das Bierfassel drauf. Was ich mir beobachte, 10 Starkbier kosten, ja, wenn wir es selber machen, natürlich einen Bruchteil davon. Einen Bruchteil davon. Jetzt machen wir so. Gerste rein, Wasser rein, kochen. Neues Wasser holen. Müssen wir ein bisschen Wasser holen. Wenn wir vorbereitet sein, dann müssen wir noch was kochen. Aufkochen müssen wir natürlich auch. Den nehmen wir mal, Gerstenbrei, dann nehmen wir noch 5 mal das rein, 5 mal das rein, aufkochen und dann können wir schon wieder aufsperren. Sperren wir schon wieder auf, keine Zeit verlieren, meine Damen und Herren, im Birgers Busenbude wird Zeit groß geschrieben. Bei Quest steht ein Rufzeichen, das ist sicher wichtig, ja, das steht rechts oben, mehr Kunden. Serviere 10 Gerichte, 0 von 10. Serviere 10 Gerichte, 0 von 10. So, was ist jetzt? Achso, das Essen ist fertig. Okay, hab ich schon verstanden. Besser Alkohol holen als Wasser holen. Ab. Halt ab! So, haben wir alles. Ich weiß es ja nicht. So, dann können wir das natürlich ein bisschen taktisch klüger machen, Sachen, die wir nicht die ganze Zeit brauchen. Das tun wir mit da. Ja, wobei, lassen wir das mal so. Dann haben wir einen Teller, stack das mal. Dann tun wir gleich ein bisschen Starkbier anfüllen. Starkbierkrug. Und sortieren wir das ein wenig, machen wir so, das Wasser brauchen wir jetzt nicht direkt. Und dann schaut doch das ganz vernünftig aus. Das ist ein Starkbier hier, da tun wir das hier, ja schön. Waschstation auffüllen, ist die schon leer. Oh, etwas Geschirr waschen, Wasser einfüllen. Und dann müssen wir noch mehr Wasser rein.
Dann werden wir uns nochmal ein Wasser holen müssen, fürchte ich. Machen wir so. Machen wir so. Und dann ist das. Oh, wir hätten noch 10 Wasser gehabt. Na, egal. Kundschaft, meine Damen und Herren! Kundschaft! So, Wasser drin. Was kriegst du? Was kriegst du? Was kriegst du? Und du? Achso, ich konnte. Ah, das geht dann einfach so, wenn man es im Inventar hat. Easy. Oh, da ist aber das Stockbier ist aber schneller, du. So, easy. Schauen wir mal, wie es da hinten ausschaut. Jawohl. Und jetzt brauchen wir das da. Dann nehmen wir die Gerstenwürz und das Ding. Dann kommen wir gleich mal ein Stockbier hinten rein. Essen haben wir auch noch einiges, das passt. Ah, da oben kriegen wir das Gold schon hin. 25 Gold und so weiter und so fort. Aber wiest du, lass der Kakerlaka irgendwas. Wunderbar. Gleich abwaschen. Also die Abwaschmechanik ist ein bisschen billig, weil du brauchst wirklich bloß ein Sommer und das war's dann. Was ist mit dir? Hast du schon was zum Saufen? Ja, passt. So, 5 Gerichte haben wir. Da kommt die nächste Kundschaft, die anderen wackeln. Du bist ja Misi. Auf die Misi. Misi. Misi, was machst du? Kriegst du Starkbier geregelt? Das kriegst du. Ja. Ein ins Viech. Mein innerer Monk dreht durch, weil das Geschirrspülding vor die Fassel steht und die Öffnungen ja dadurch verdeckt werden. Das hat keine Öffnungen, das Fassel. Glaub ich. Das sind die Hageln, die vom. Oder? Oh, was hab ich denn jetzt da? Ach, geh, jetzt hab ich. Was hab ich denn jetzt da? Stop this! Ah! Wenn ich nach vorne drücke, geh ich nach. Ah! Was? Ah! Brother! Wie kann ich. Die ganze Steuerung ist verstellt. Lass mich. Na! Was ist denn hier? Ah! Oh! Jetzt kann ich. Ja, Gott sei Dank. Hoppala, ich habe mich vertan. Was kriegst du? Stark bekriegt, den kriegst du da. Sag mal, kann ich mir irgendjemand mein Essen kaufen? Das ist total. Ich hab Bier gesoffen. Das ist ja noch kein Mensch, ist noch 1,5 so beieinander. Nicht einmal 12-Jährige. Geil, wieder anwaschen. So. Was kriegst du? Oh, kriegst du. Oh, da kommen 2, die waren gerade in Blackrock, glaub ich. Bruder! Neues Tavernenlevel! Runder Tisch und eine Truhe! Aha. Was kriegst du? Bierkrug, Gerstenbrei. Kriegst du? Schau dir das an. Hey! Du Scheiße, also, jetzt da hab ich einen Krug aus dem Ding geschmeißt und. Skadusch. So, da haben wir ein neues Fassel. Nimm Starkbierfass, benötigt Fass. Also, wir haben ein Fass, kann ich das da wieder runternehmen? Warte mal. Nimm Fass. Ja, das passt dem schon. Zubereitung beginnen. Ne, brauchen wir den? Stellen wir da wieder her. Ja. Du Penner! Ah. Kriegst du? Gerstenbrei, kriegst du. Ich geh dabei anwaschen, gell? Wehe, du speibst oder scheißt am Boni. Das ist so nicht in diesem Haus. Nicht in diesem Ton, nicht in diesem Haus. Wasser einfüllen, haben wir nicht viel, aber ein bisschen eins. Wird schon. Was haben wir da? Kenny Keks! Was ist da los? Oh, ich hab einen Teller daneben gewaschen. Jetzt warte mal, was ist da los? Merci für den Zehner, der ist zu viel und du weißt es. Derry Birkbert, kriegst einen Zehner von mir, weil die Frau halt keibelt hat und mir jetzt eh nichts mehr gehört. Außerdem freut sich meine Frau, wenn es den Stream morgen nachholt. Schöne Grüße an die Frau, ein großes herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es ist alles gut verlaufen und genießen Sie die Zeit, bevor die Hölle losbricht. Fühlen Sie sich in die Zukunft und in die Vergangenheit gegrüßt. Danke dir. So, was da? Winterborn. Aha, glaube ich auch. Einzige, was da Winterborn ist mein. Nein, sag's nicht. Was? Alter! Lorelei möcht's wieder wissen. Die Hardwood, oder? Ja, ich hab auch Hardwood, wenn ich da nur bei der Natter ohne gehe. So. Easy. So, wie viele Leute sitzen jetzt wieder daheim, die sich in die Hosen wichsen, weil
Geht's wirklich nur um Depp und Ersche. Ich hol mir jetzt einmal noch was. Was hol ich mir jetzt? Gersten. Interested in Ja, any interested in deal? something. Tu mir Gersten her, ich muss kochen, Alter. Bruder, ich muss kochen. Bruder muss kochen. Oh. Ich was zum Essen. Das ist schön, dass ich das nicht auswählen muss, sondern dass er automatisch schaut, dass das im Inventar ist und stellt es dann hin. Das ist gut für uns. Gut für uns. Geht alles ein wenig schneller. Schau dir das an. Haben wir schon wieder voll drin. Ja, mittlerweile haben wir absolute, jetzt haben wir da alles mit Wasser einfüllen, jawohl. Und haben wir da gleich mal noch mal ein wenig alleine gersteln. Ein wenig alleine gersteln, was passiert? Da holen wir gleich noch mehr Wasser. Ja, wir sind schon voll drin. Also, jetzt sind wir im Affenstall, du. Wasser hätte ich gebraucht, gell? Wasser hätte ich gebraucht im Topf. Sollen wir da noch mal. Ein paar Teller kann man brauchen, damit wir noch mal nachkochen können. Was ist mit dir? Hast du immer noch nichts gekriegt, oder was? Ja, gute Frau, das war klar, dass du noch 2 halbe wieder eigentlich unterm Tisch liegen müsstest. Scheiß lang gewinnst. Weil er deine Tippfassen! Weißt du das eh, und dann hochgefressen ab! Was mit dem? Apfelkern. Und den essen. Was soll ich mit Apfelkern? Da kann ich mich wiedererkennen. Da kann ich mich wiedererkennen, meine Damen und Herren. So, wir Teller waschen. Oh, so, easy, 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 schneller, schneller, schneller. Easy going. So, nehmen wir den mit, dann haben wir den da fertig, dann haben wir den da einer, dann haben wir da Gerstenwürz. Wasser immer aufkochen, dann haben wir da Gerstenbrei. Dann pfeffern wir eher meiner, kochen, passt schon. So, was kriegst du, mein Freund? Gerstenbrei. Tavernenroutine. Da haben wir eine Quest gekriegt, was sagt uns der? Baue deine Taverne aus, koche Essen und bediene Gäste. Aha! Was soll ich machen? Jetzt bedienen wir erst einmal ein wenig. Bill gespeichert. Aber recht viel Geld verdienen, der wir nehmen. Wir haben irgendwie weniger wie vorher. 240 Gold haben wir. Was ist denn jetzt mit dir da? Das haben wir ein bisschen unglücklich da auf den Teppich da platziert, weil ich nicht sehe, wenn da Dreck die Teller am Boden liegen. Und die Dreckbeeren von den Kreisligen. So, machen wir den noch schnell sauber. Gut aus. Gut aus. Gut aus. Schaut gut aus. Haben wir da jemanden? Kriegst du? Ossikalari, Malari, Brumbari. Was weiß ich, wir haben eine Truhe gekriegt. Kaufen wir eine Truhe. Greetings, traveler. Verbrauchbar. Was haben wir da? Fackelreparatur wird benötigt, um kaputte Geräte zu reparieren. Okay. Fackel spendet Licht und setzt Objekte in Brand. Das ist mir noch zu gefährlich. Möbel haben wir da. Da haben wir eine Weltkarte, da haben wir eine Musikbox. Ein Tellerregal, ein Krügeregal. Kauft man mal eine Truhe. Eckiger Tisch, runder Tisch. Haben wir nicht schon? Den eckigen Tisch haben wir schon. Wenn wir mehr Plätze haben, kommen dann auch mehr Leute. Sparen wir mal auf den zweiten eckigen Tisch. Wenn wir nicht 2 neue Plätze, ja, wenn dann schon gescheit. Dann sparen wir uns 50 Gold. Und Geld ist eh knapp im Messer. Was soll ich denn da damit eigentlich? Ich weiß nicht, was ich da damit soll. Kann ich da was kochen draus? Ich heb noch mehr auf. Mit nichts passiert. Alle schauen so aus wie der Kodan der Baba. So, den wollen wir ein bisschen abwaschen wieder. Mehr Tische, nicht Geld verschwenden. Ja, das tun wir nicht. Deswegen kaufen wir einen eckigen Tisch, sobald wir 350 Gold haben. Wann zahlen die? Wenn sie fertig sind, oder? Oder? Ah ja, jetzt aufstehen und abgängen. 35 Gold, 25 Gold, ja, wird schon. Ich habe eine Kundschaft kann man heute schon erbraten. Ja, da kommt sie eh schon. Da kommt sie eh schon. Wer kommt da? Die Rosa Lind. Brackenfridge. Was möchtest du überhaupt? Also. Oh, Stockbierfessel. Stockbierfessel dürfen wir uns kümmern. Da haben wir eh schon eins. Jetzt pass auf, da müssen wir jetzt das Fessel mitnehmen. Nimm Fass. Dann machen wir so. Stockbierfass. Und dann kann man das ja wieder Gegenstand platzieren. Warte mal. Müssen wir so mal. Ah! What? What the fuck is this? Was? Ja und jetzt? Was liegt da und... Ich kaufe einen zweiten Tisch, lassen ihn und stellen wir einfach auf den Zombie drauf. Was weiß ich. Greetings, traveler.
So, Möbeltisch. Oh, so, den Scheiß brauchen wir da hier unten nicht. Den Gerstenscheiß können wir auch so machen. Tisch der wir auf. Krück der wir auf. Kriegen wir schon. Gerne zusammenkehren vielleicht. Ne, scheint mir nicht so. 1000 Stickerl hacken vielleicht? Nein, auch nicht. Da, schleicht die Ausseh. Fix soll es am Boni schmeißen. Da ins Eck geschissen, oder was? Da, da haben wir einen zweiten T-Shirt, den wir jetzt mal, daher. Vielleicht kommen da mehrere Leute, ich weiß ja nicht. Wo ist denn der Zombie-Depp jetzt eigentlich dahergekommen? Wasser einfüllen, waschen. Mittelklass! Verdient 1000 Goldstücke, hat's geheißen. Kriegt man Achievement. Haben wir schon einige Achievements gekriegt, aber das sind ja die Pimmel-Achievements. So, jetzt mal so wacht. Entfernen. Ja, dann nehmen wir den und stellen. Ja, genau. Dann stellen wir den einfach einmal so direkt da so daneben her, damit das Hand und Fuß hat, ne? Damit das ein wenig an Hand und Fuß hat. Ja, ein wenig Starkbier für die feine Dame. Nehmen wir da ein neues Fassel her. Füllen wir unsere Kriegel auf. Füllen wir unsere Depfer auf. Machen wir gleich mal einen neuen Gerstenbrei, weil warum nicht? Haben wir es ja! Außer mit dem Schund. Wie viel Wasser haben wir? Ich kann mir noch keinen größeren Wassereimer kaufen. Ich will einen größeren Wassereimer. Ah, ich muss einen Eimer auch nicht auswählen, wenn man da hingeht. Das ist natürlich nett. Ja, wird schon. Das nehmen wir gleich mit. Ah, ja, wir haben dermaßen unterwegs schon wieder. So, Gerstenbrei. Gerstenbrei wird eigentlich gar nicht so viel gekauft geben. Machen wir lieber eine Gerstenwürst. Kerzenwürst, ja genau. Wassereimer. Ja, ich sag das ist schon wieder nur Programming, meine Damen und Herren. Also nur. Eine Bestellung wurde aufgegeben, prüfe das Bestellbrett. Was? Was für ein Bestellbrett? Dicke Speisekarte, Geschirrplatz. Gericht anrichten. But why? Oh. Ich kann mir halt vorstellen, wenn da später dann 20 Tisch sitzen, wo überall 4 Leute drauf sitzen, dann kommst du da richtig schön ins Rotieren. Vor der Tür. Was ist vor der Tür? Was ist da hinten? Bevor sie Kessel treiben, müssen wir da einen Hammer kaufen. Jetzt müssen wir den scheiß Hammer für 200 kaufen, dann haben wir wieder kein Geld mit. Dann dürfen wir uns was ausdenken. Brauchbar, Hammer. Reparaturhammer, brauchen wir. Den brauchen wir. Minus 200 Gold, was der Hammer kostet oder sowas. Ja. Wird's? Ja. Was soll ich machen? Ich bediene lieber mal. Starkbiergerücht, ich hab doch einen Starkbiergerücht. Aber nicht, Mann, die hab ich da alle hingekriegt und keinen keinen Spaß machen. Später dann im Coop kann ich mir schon vorstellen. Starkbiergerücht, was zum Essen. Vielleicht müssen wir die Tische noch mal ein bisschen weiter auseinanderstellen, weil ich nicht dazwischen durchgehen kann. Das nervt mich jetzt schon. Da, wo es rauskommt, also da muss ich hinhauen, oder was? Ach so. Ja, gut. Woher soll ich wissen? Bruder, woher soll ich wissen? Wasser rein. Schauen wir wieder. Ein paar Krügel in die Schwemme. Eine in die Schwemme. Oh, wenn es klingelt, ist Kundschaft da. Das mag ich. Da hilft es mir viel, wenn es Klump umeinander steht. Du kriegst dein Essen, bevor es sitzt. Ah, endlich einmal jemand, der 2 Sachen gekauft. Dankeschön. Ich danke dir recht schön. Machen wir so. Macasante, ja genau. Der Casante ist ein Jar in Liga, aber sag's keinem. Da liegt noch ein Teller am Boden, würden den wieder liegen lassen. Kann ich von da abspeien? Na, hab mir schon was denkt dabei. Jetzt sag ich mal nicht oben. Okay, passt. So. Kundschaft, kann man da irgendwie Werbung machen? Hallo, was ist denn das? Ah, jetzt aber, schau hin. Eine mit dem Bums. Starkbierkrug, wieso haben wir keine Starkbierkrug mehr? Das glaube ich nicht. Jetzt ist aber, es geht aber Punk ab, du. Alle am Saufi. Schleich dich, du brauchst was am Platz! Zück dir was gescheit so, du. Halb locker die Scheiße aus Höhe, so. Klank, Motherfucker. Was ist mit dir? Schaut jetzt das lang gewinnt, weil sonst meine haben wir eigentlich nicht mehr lang. Lasantro, die Brubben, die irgendwas. Was haben wir da?
Maissamen, gekochter Mais. Jetzt geht's aber ganz schön zu. Da müssen wir wieder... müssen wir wieder einen aufkochen. Sprudel und studier. Alter, wie viel Grill haben wir mir jetzt da rausgelassen? 5 Gerstensaft ist schon drin, aber Wasser haben wir keins. Jetzt bedienen wir erst einmal See. Ja. Das ist schon wieder sehr ein Stress. So, Wasser holen. Also einen Sprint netten Scheibe können anstatt diesen Charge da. Das soll ja, was ist. So, erstmal aufgekocht, damit nichts passiert. Aufgekocht. Bedient. Wasser einfüllen. Anschwammen. Haben wir nicht nachkochen, der wir gerade. Jawohl. Da hinten haben wir das Würzel fertig. Da geht's schon wieder. Haben wir schon wieder, als hätten wir unser Leben lang nichts anderes da wie das Speck gespielt. Haben wir schon wieder kein Wasser. Kruzifix! Lege da eine Leitung ein. Was für ein Jahr späten das? Minus 5000. Wasser reingeschissen, kochen, easy. Nicht, dass uns da der Vorrat ausgeht. Was ist das? So, Abflug jetzt da mit deiner arischen Todesfrisur. Los! Hat ein wenig Hunger. Oh, kriegst schon was. Tu dich nicht runter. Mal wieder anwaschen. Ich seh's schon. Wenn wir das nochmal spielen, aber das müsst sowieso, das müsst ihr entscheiden. Spaß macht's. Ja, natürlich ist schon wieder rein. Wir haben doch eigentlich gerade erst aufgesperrt. Was zur Ficker, das ist gefühlt 5 Kundschaften bedient. Wet Work, washed 50 Dishes. Noch mehr Achievement gekriegt. Easy. So, was kriegst du? Hi. Ich meine alle ein Starkbier. Das geht gleich aus. Das ist nix. So, mach du bitte was zum Essen, komm. Scheiße. Müssen wir jetzt da das Fassel mitnehmen. Das Fassel nehmen wir eigentlich mit. Dann machen wir so. Das Fassel nehmen wir mit. Dann brauchen wir gleich mal noch hinten nach. 10, das da. Wir brauchen auch noch einen zweiten irgendwann einmal. 6 schon kommen. Halt, stopp. Nein, das wollte ich nicht. Gegenstand platzieren. Ja. Ja, ein paar Grill. Ach, shit, Alter. Vielleicht hätten wir uns das überlegen sollen mit Gerstenbrei. Ja, da ist Singerei, aber ein scheiß lang kannst du. Easy. Schau hier. Jetzt schwappt's aber was, gell, Alter, dass du sagst, gibt's das? Sag's eben. Liegt da irgendein Scheiß am Boden? Nö. Was geht aus? Ich weiß nicht, was ausgeht. Jetzt haben wir wieder anschwammen. Das ist ein bisschen... Fühlt sich ein bisschen wie ein Arbeitssimulator, muss ich sagen. Birger, das Bestellbrett ist vor der Tavernentür auf der Seite. Oh. Werden wir gleich mal ausschauen, aber ich bin da gerade fett am Monados machen, du. Ich bin hier am Monados machen. Und am Leitvermöbeln. Da schau hin. So. Also du sauber reinleuchten und dann kannst du aber auch wieder schleiern. So, jetzt haben wir mal Mais. Mais machen, ich würde schon sagen. So, gucken wir auf. Bis da hinten brauchen wir wahrscheinlich wieder Wasser, weil wir wieder kein Wasser nicht haben. Ich tue den ganzen Tag nichts mehr Wasser. Was ist mit deren? Kaufen wir uns jetzt mal einen zweiten und einen dritten Eimer. Das ist mal das erste, was wir tun. Das nervt mir mal am Meeren, dass ich da rauslaufen muss. So, das haben wir. Das haben wir auch. Den wir da mal Wasser einfüllen. Wie viel Wasser haben wir noch? 5. Klangt das für das? Ja. Gott sei Dank. So, kochen. Noch mehr aussehen. Wasser her. Da ist ein Streifen. Pflanzen wir. Da brauchen wir über 10 jetzt kosten. 10, 5, kochen, wunderbar. Hoppala, dann haben wir wieder fertig. So, kann man das Fassel jetzt da platzieren? Na, so? Ja. Was kriegst du? Das mag ich, wenn einzelne Personen 2 Sachen gleichzeitig kaufen, das ist immer gut. Weißt du, müssen wir Teller anwaschen. Ja, Arbeitssimulator, das ist der Tavern-Spiel. Alter, ich geb Vollgas! Alter, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir so ein Speich spielen. Jetzt, Money. Ja, hier, vom Tellerwäscher zum Tavernen-Tellerwäscher. Herzlichen Glückwunsch, du Vollidiot. So, aufgekocht. Alter! Da trauen sich alle kurz zum... Jetzt sperr ich zu, weil ich einen Anfall gekriegt da herin. Da. Der Wahnsinn. Da. Das nehme ich mit, gell, damit nichts passiert. Da, was kriegst du?
Grüß da einen. Habe ich jetzt schon wieder keinen Gerstenbrei mehr. Einen habe ich noch. Gerstenbrei benötigt Teller. Kruzifix. Ja, Teller. Müssen wir schnell anspeien. Schaut aus wie der Usain Bolt Simulator. Ja, das ihr beschwert sich. Weil ihr hat's auch nicht zufriedenzustellen. Hat's ihr nicht. Ja, stellen Sie wieder hoch oder wieder nicht gelesen oder keine Ahnung. Dann speit durch, wie's gespeit gehört. Dann wird auch gejammert. Speedrun. Wisst ihr nicht, was wollt? Hä? Besen ins Gesicht vielleicht. Da, hier, du. Nimm deine Lenker mit aus, du Rind. Nur Programmer bist du, was ich mein. Schwiddelt mein Diddle. Du kannst mir mein Diddle schwiddeln. So, stark wie Fassel. Eingeschissen, aufgekocht. Bums den Kreisligen. Ersten Brei. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Schau hin. Gerste rein, Wasser rein, kochen, vorbereitend. Haben wir noch Wasser? Nein, haben wir wieder nicht. Jetzt geh ich zu dem anderen Trottel raus und kaufe jetzt mir den ganzen Bums, dann waschen wir zusammen und dann passt es. Bei Mom ist ein Speedrun, ja, 2 Mal in der Nacht. So! Was brauchen wir jetzt? Verbrauchbar! Bei Mom ist verbrauchbar. So, jetzt mit 2 Wassereimern her. In der Hoffnung, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle, dass ich dann nicht mit 15, sondern mit 45 umeinander drin. Möbel. Weltkarte, was man die bringt, weiß ich nicht, aber so eine Musikbox, nein, so viel Geld haben wir noch nicht. Was kann das Regal? Eine Truhe. Er hat mit einer Kochstelle, Fasshalter, Geschirrwäsche, das brauchen wir alles noch nicht. Dann brauchen wir Stufe Sim. Verkaufen. Was kann ich verkaufen? Kann ich einen Apfel verkaufen? Oh. Apfel verkauft. So, wo kriege ich Mais her? Verbrauchbar. Es hat der Kosten, ich kann Mais, Lebensmittel. Ich kann Mais irgendwo kaufen oder so, hat's doch geheißen, oder? Oder ist nicht bei ihm? I see things are going smoothly for you. Don't you think it's time to get your hands a little dirty? Wenn ich das I mean, anbaue. learning to grow your own plants. In the backyard of the tavern, there are garden beds and a creature that will be your guide into the fantastic world of plants. Okay. Van Hinden! Jetzt wieder eine neue Umfrage für Community Zock. 50-50. Und? Was? Achtung. Bock auf ein Community-Zock in Ale and Tail? Fragezeichen. Umfrage starten, meine Damen und Herren. So, jetzt probieren wir das erstmal mit dem Wasser, ob das so hier hat, wie ich mir das vorstelle. Nein, ist schon mehr vorbei. Zeit dem Like-Button mal eine gescheite Fotzen einzuschenken. Das ist richtig. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button gesmashed? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, werden wir rausfinden. So. 1 Eimer voll. 2 Eimer voll. 3 Eimer voll. Easy. Die ziehen wir da oben, weil die brauchen wir da nicht im Inventar eigentlich. Indem wir da oben, dann waschen wir irgendwas ab und da hinten gehen wir Sachen abbauen. Auf das können wir uns jetzt einmal konzentrieren. Finde einen dünnen, gruseligen Typen. Okay. Okay. So. Aber so speit sie absolut flüssig, sonst war es ja gar nicht möglich, da so durchzutüdeln. Speit sie absolut flüssig, keine groben Bugs. Und natürlich sind die Animationen von den NPCs ein bisschen behindert, aber das glaube ich ist mir einfach wurscht. Dann haben wir da noch, nimm das Starkbierfass. Benötigt Fass. Verdammt. Da, das nervt ein wenig, aber gut. So, und dann suchen wir einen dünnen ist der dünne Gruselige. Good day to you. Good day to you. Okay. Ja, passt. Wir bauen mal Maiso. Hello, Scary. My mother said I'm handsome. You are. You're a very handsome scarecrow. For someone, I'm sure you're the centerpiece of this, what's that garbage dump around here? It used to be a wonderful garden. There was a whole field of magical weed growing here. Magical It was Weed? a Da hab ich auch fun eins da. time. No doubt. What if we returned this place to its former glory? Unfortunately, this weed has been banned. No, I'm talking about the garden.
Here you can grow fruits and Das ist halt vegetables. wirklich eine Anspielung auf Weed. It's possible. Okay. Though you'll have to work hard. Clean up all this rubbish. I think I'll start with that. Well, good luck. Befreie den Garten von Schutt. Dein Mom ist Schutt. Oder das ist so mal, ich weiß auch nicht, mit dem Besen wird's nicht gehen. Ja, nimm mal's Hacke, aber was haben wir's Hacke? Das Zombie hätte übrigens mit einer Vorwarnung kommen können, das war nett gewesen. So, das ist Stufe 10. Haben wir da schon mal einen anderen drauf? Aha, schau her, da schau her. So, und jetzt halt, da ist noch, irgendwo ist noch ein Schutt. Ah ja, da ist noch ein Schutt. Ein Schutt! Dünn und gruselig, ich kann noch fett und hässlich anbieten, ja. So, geh jetzt auf Hello, Vogelscheu zurück. Scary. Hello, Scary. You don't have to remind me about it every time. The job is done. Yeah, this place looks like a vegetable garden now. It's time to plant something. Do you know where I could get some seeds? Beim Händler. Legal. Though I know a couple of guys who have seeds of this magical herb. No, I don't plan to grow it. Ich meine Where Mais. can I get seeds of some Got cereals? magical herb. Well, it's a pity. Wild corn grows nearby. You can collect seeds from it. Thanks. I'll go look for it. You're welcome. Finde wilde Maissamen. 3. Und er wächst in der Natten. Kann jetzt nicht ewig weit weg sein, aber ich sag, da kann Mais wachsen. Sagt ihr da irgendwo Maispflanzen umeinander stehen? Ich sag bloß Blumen. Aber ein Butterblum! Ein Butterblum! Wilder Mais. Ah, da hinten wieder, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat die Welt Questmarker erfunden. Das ist das Allerwichtigste. Was ist das? Muss ich schnell einen Screenshot machen. Kann man nicht kaputt machen. Musik aufreimen ist recht stark, die ist so teuer, die können wir uns noch nicht leisten. Bald. Wir gehen jetzt mal dahinter, jetzt bauen wir unsere Maissamen an und können wir wahrscheinlich ein etwas teureres Gericht anbieten und dann kaufen wir uns eine Musikbox, damit da mal was los ist. So, nehmen. Ich habe die Maissamen genommen. Hab nur einen. So, der wächst mitten im Wald. Wächst Mais mitten im Wald? Ich glaube nicht. Ist dieser Maisplant? Is this maize corn? Yes, sir. This is corn. I can't see a third one. Please help me out to find some corn. Kannst du die Axt chargen, Birger? Adri, gut aufpasst. Ich gerade aufgefallen, wie er aufs Arrow to the Knee Shuttle hauen wollte. Eine Bestellung wurde aufgegeben, wurde prüfe das Bestellbrett. Das machen wir dann noch, das müssen wir auch noch machen. Jetzt brauchen wir erst noch eine dritte Maisstahlen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig in der Stockfinstern. Weil muss ich denn da laufen? Da ist noch nicht. Hab's schon entdeckt. Her mit dem Schund. So, ich kehre zur Vogelscheuche zurück. Was ich jetzt mal schnell tue, jetzt muss ich mal schnell in die Einstellungen und in die Tastenbelegung schauen, ob man wirklich nicht sprinten kann. Sprint, Left Shift. Ja, das ist dieser Charge. Kriechen, Space, Ortungsgerät T, automatisch laufen Z, Push to Talk 4, Benutzeroberfläche ausblenden. So, was ist das? Ortungsgerät und entfernen. Ah. Okay, dann geht das Heißlei und Y ist automatisch laufen. Naja, gut. Und im Kolben hätte ich meine Freude. Ja, von hinten. Da steht einfach eine Wulzau. Oh, die haben wir lieber nicht. Die haben wir lieber nicht in der Finstern, wenn ich es nicht sehe. Das ist eine schlechte Idee, glaube ich. Das ist nix. Du, das ist nix für mich. Kennt den wer? Family Guy? Nein. Also ich kenne Family Guy natürlich, aber Family Guy finde ich, um ehrlich zu sein, nicht so I've got the gut. seeds. Are those the ones? The ones. Wow. Die haben Galgen I um den wasn't Hals. hoping. Plant them ASAP. Can you tell me? Maybe there is. some kind Ja, of so unfassbar allergy? schwer jetzt nicht sein, jetzt da ein scheiß Maissamen ein zum Pflanzen, Kriminalfeier, da. Water it with a Hier, gar. watering Achso. can. Fertilizes to your taste. You need a lot of heat and light, but there are no problems. Ja, müssen wir wieder zum Händler und irgendeine Scheiße einkaufen. Fairly simple. Bla, Take care of it. bla, bin schon unterwegs. Hauptsache, ich muss die ganze Zeit eine Weggeschichte umeinander reißen. Traveler? So, verbrauchbar. Die braune Hake. Zum Kultivieren von Erde verwendet. Das ist nicht an ein Level gebunden. Anscheinend muss ich das. Anscheinend muss ich mir jetzt die Scheiße von der Vogelscheich fertig anhören. Was ist das?
Irgendjemand hat mir vor die Haustür geschissen. Understood. Seems fairly simple. I'll take care of it. Oh, I can't wait. Ingame-Musik läuft doch, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich hab's aber nicht komplett ausgeschaltet. Ich hab das nur ein bisschen leiser gedreht, weil im Menü hätte mir fast einen Schädel zerrissen. Und wenn es mir einen Schädel zerreißt, dann zerreißt es nachher erst recht. So, kriege ich da jetzt die scheiß Hacke? Ja, Herrgott selig. So, was brauchen wir noch? Lebensmittel, haben wir mir nicht was von Dünger? Hat der nicht was von Dünger glaubt? Oder Gießkannen und so ein Scheiß? Pflüge den Garten, pflanze Samen. Na gut, dann machen wir es mal so. Vollsprint. Vollsprint Squad. Dann machen wir es so. 4. Today to you. Und die haben wir einen Maissamen, die haben wir da hier. Oh! Okay. 1, 2, man muss immer 2 mit drauf haben anscheinend. Ah, das brauchen wir noch gar nicht machen, mehr Samen haben wir noch gar nicht. So. Ernte den ausgewachsenen, ja ich muss ihn ja aber irgendwie, wie Dünger habe ich keinen. Kann man gießen? Auch nicht. Dann müssen wir es dabei so aussitzen und warten. Ist von der Weide, ne? Nein, muss man nicht da draus sein, gell? Ja, passt schon. Ja gut. Sowas wie Schlafen oder irgendwie so scheint es nicht zu geben. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Das machen wir jetzt so und kochen wir noch nicht. Wir haben keine Teller mehr, da brauchen wir... Ja, wobei... Jupp, aufgekocht. Da werden wir schon mal Würz vorbereiten, damit nichts passiert, aber jetzt geht uns Gersten aus. Da geht uns der Gerstensepp aus, da können wir mal umreisen. Dann schauen wir, kaufen wir unseren Gerstensepp noch ein bisschen. Und... Ja, laber mich nicht bevor da. Kaufen wir noch 2 Gerstenwürz. Wunderbar. Was haben wir da? So, Essenslieferung. Liefere Essen an den Kunden aus. Gerstenbrei. Belohnung. Was ist denn das? Das ist töte. Ach, das ist so eine Art Quest. Nehmen wir mal. Entschuldigung. Essenslieferung. Liefere Essen an den Kunden aus. Starkbierkrug. Nehmen wir einfach mal jetzt die Quest. Also, ernte den angewachsenen Mais. Spiel gespeichert. Rezepte. Haben wir gekochten Mais gekriegt. Quests. Gesundes Essen. Pflüge den Garten. Ja, aber wo... Habe ich das jetzt angenommen oder nicht? Ich nehme jetzt einfach diese Arme um. Wann diese Quests dann? Da haben's. Ah, die gingen nach Zeit. Schau, liefere Essen an den Kunden aus. Folgen. Ja. Und wo? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Ja gut, aber es sind schnell verdienen die 100 Monedos. Das ist, weißt du, das ist eine schöne Nebenbeschäftigung, wenn man wirklich zu viert Koop spielt. Ich meine, das Spiel ist natürlich auch darauf ausgelegt, alles andere nicht hat keinen Sinn mehr. Ach du Scheiße. Da ist Mais. Nimm ich mit. Da ist noch mehr Mais, glaube ich. Das war Schatten. Oh, das da oben war definitiv ein Spinn. Ich tue mir meine Hacke aus, damit nichts passiert. Oh, die macht anders Damage, ich hab bloß nur die Hälfte Leben. Ab! Da geh ich wieder, du kannst mir am Arsch lecken, dass ich da in der Nacht umeinander weiß. Ohne Fackel, ohne alles. Birger, kannst du auch ein paar Samen kaufen. Hergeschenkt wird nichts. Also ich hoffe ja auch mal schwer, dass ich beim Maisernten dann ein paar Samen zurückkriege. Mindestens einen. Einmal. Haben wir da verbrauchbar. Gibt's da? Da gibt's aber keine. Doch, tatsächlich, da gibt's Maissamen. 15 Stück. Ja, da rede ich nicht im Wald draußen, aber dann lass mich von der Spinne in den Arsch. Du kannst jetzt selber irgendein Wort einfügen. So, ist der. Day to you. Kannst du nehmen? Kannst du nehmen. Ich nehme die Pflanze. Easy. Easy. Und dann muss man wahrscheinlich nochmal nachhaken. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pflanzen wir gleich alle ein. Du, das ist ja total wurscht. Die müssen gar nicht so schnell wachsen. Das ist ja eigentlich relativ schnell gegangen. So, dann machen wir so. Haben wir nicht mehr? Wir haben doch viel mehr Samen da. No. Ja, und schon haben wir so ein bisschen eine kleine Harvest Moon Geschichte da. Bloß leider haben die ganzen Gesteine
alle vordefiniert. Und man kann selber nicht seine Fädel anlegen, so wie man es haben will. Das ist der Teil der Fighter-Wing. Finde ich. Das ist so, das hätte man noch ein Stück cooler machen. Das ist nicht zum Spaß. Nicht zum Spaß sind diese Spiele, diese Farm Simulator und der ganze Mist so erfolgreich und so beliebt, weil das halt einfach Spaß macht. Hätte man noch ein bisschen besser machen können. So wie das ist. So, jetzt werden wir dann aufspielen müssen, sonst gehen uns die Kohlen aus. Aber wir haben jetzt quasi, wir haben jetzt Mais. Gehen wir jetzt da auch, nimm Gerstenbrei, benötigt Teller. Wir brauchen mehrere Teller, wir brauchen eine Truhe, wir brauchen so viel. Wir brauchen ein Tellerregal, brauchen wir. Greetings, traveler. Tu mal, pass auf, wenn das Richtige ist. Und dann sperren wir wieder auf, wenn wir wieder Geld brauchen. Jetzt tun wir das hier und das hier. Dann sperren wir da mal wieder auf. Easy. Und jetzt schauen wir mal, was das Regal kann. Kann man das einfach... Ah ja. Ja. Das hängen wir da hin. Das kann man ja wieder nehmen, beladen. Ja. Das macht eigentlich genau das, was ich mir erhofft habe. So. Beladen. Nehmen. Aber ich muss ja jetzt Leute bedienen. So, da ist alles voll. Haben wir hinten noch einen Würzler angekriegt? Nö, machen wir auch gleich noch, weil warum nicht? Kochen, jawohl. Haben wir Wasser drin? Ja. Haben wir was zum Abwaschen? Nein. Und sobald wir einen freien Topf haben. Freier Topf. Wie schnell das da wächst. Es geht so dermaßen schnell, wir brauchen da nur einen Dünger. Also da kommen dann mehr raus, das kann natürlich auch sein. Ab nächster Woche, Farming in Annex. Ja, aber die Mechanik kann man sich durchaus abschauen, so ist das nicht. Dass man sich da um so Kleinigkeiten kümmern muss. So, haben wir alles schon hergekriegt. Schau hier. Easy. Füllen wir uns gleich mal wieder auf. Kaufen wir nur ein paar Teller. Ja, wir haben kein Geld mehr. Scheiße, da hinten ist der Pups-Container ist hier. Oh, da haben überall Löcher. Da sind 3 Löcher drin. Das ist natürlich nix. Herr Metalheads Lukas, da hast du absolut recht. Ich habe mir eigentlich was anderes vorgestellt, wie das Regal funktioniert, so ein bisschen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So. Kopf gehen wir wieder verticken. So, was kriegst du? Da her, da. Gehen wir mal anschwimmen. Dann kaufen wir uns als nächstes eine zweite Kochstelle dafür. Das ist wahrscheinlich das Gescheite. Und ein paar mehr Tellern und ein paar mehr Krieg. Irgendwas klingelt. Ich weiß nicht was. Ist mir jetzt gerade aber auch wurscht. Siehst du nicht, dass ich beim Klump anschwimmen bin, du. Oh, stopp. Da tun wir gleich mal den rein. Dann tun wir da... da brauchen wir 10 Mais. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann hilft es ja nicht. So, wie viel Geld haben wir? 200. Dann kaufen wir uns einmal... Was kostet eine Kochstelle? Weiß ich nicht mehr. Können wir uns schicken. Die nächste Kundschaft ist weit weg. Möbel... 350 gekostet. Naja gut, dann kaufen wir uns ein paar mehr Tellern. 1, 2 Teller mehr, 2 Krüge mehr. Wunderbar. Wunderbar, gute Frau. Lassen Sie Ihre Gulden hier. So ist brav. Wenn wir mir wieder ein bisschen abwaschen. Damit wir unsere Zeit immer sauber voraus sind. Wird schon. Jetzt müssen wir wieder fetten Monedos verdienen. Die fetten Monedos! Jetzt hab ich gehört. Jetzt brauchen wir eine Truhe. Oder wir bedienen wir schnell jemanden. Jawohl. Dann gibst du mir mal das Fassel. Gehen wir wieder zurück aus. Und dann hilft es mir nicht recht viel mehr, weil da noch ein Haufen Zeug drin ist. Na gut, was macht der Mais? Der Mais sieht gut aus, Bruder. Good day to you. Schade, dass ich da nicht durchlaufen kann, sondern muss oben bleiben. So, jetzt dürfen wir 10 haben. Danke dabei. Wird schon nicht kaputt gehen, der Bums. Dann machen wir so. Dann stecken wir da nämlich... Warum, Mann? Warum? Muss ich das auf die Speisekarte da? Kann das sein? Waren da schon 10 Mais drin und ich hab's nicht kapiert? Egal. Vielleicht haben wir einen Bug entdeckt. Was ist das? Oh shit.
Oh shit, die wollen schon Mais, die dauert noch ein wenig. Der wird noch aufgekocht. Du, der wird noch aufgekocht. Tun Sie sich nicht hinab. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wir haben nämlich unsere 10 Mais immer noch und da steht nichts von... Ach, das muss dann in 2 Phasen gekocht werden, oder wie? Also erst das Wasser aufkochen, dann ein Mais rein und dann ist gut. Okay. Ja, ich glaube, ich check's schon. Hätte man ein bisschen besser darstellen können, aber das passt schon. Irgendwas mit Rahi, keine Ahnung, käme nicht aus. Wird schon passen. Hier. Los. Erst Wasser, dann Mais. Deswegen wahrscheinlich auch die... Kann ich da eigentlich irgendwie die Preise anpassen? Nicht, gell? Wenn du deinen Gästen immer das gleiche Essen servierst, verringert sich sein Wert drastisch und du erhältst weniger Erfahrung. Wie viele Leute sind da heute nicht gekommen? Was ist da los? Haben ein paar brachiale Armschienen, mein Freund. Holen wir mal unser Wasser wieder. Good day to you. Maisfädel abernten. Wie viel Mais kriegt man da ein? Man kriegt immer 2 Stück, aber Samen kriegt man keine, gell? Ja, dann rennt ihr sich nicht da im Wald zum Umeinander laufen. Was ist denn da am Boden? Wieso liegt denn da Mais am Boden? Scheiße, mir braucht man eine verfickte Truhe. Da liegt jetzt der ganze Scheiß Mais am Boden! Abwaschen. Vogelscheuche reden. Sekunde. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Erste Kundschaft geht vor. So schaut's aus. So, haben wir jetzt da irgendwo einen Slot? Ja, haben wir. Wunderbar. So. Hello, comrade. What is it that has grown? Corn. I see it's corn, but it should be magic weed. But that's illegal. So what if they put you in jail for 20 years? I've been here over 100 years and I'm not complaining. You know, I'm a great cook. I can make something for you to lift your spirits. Okay. Boiled corn is very popular nowadays. I'd love to try some. It's new to me, but I'll try. I will wait here. Gib der Vogelscheuche den gekochten Mais. Boiled corn, a trendy novelty. Hail the magic weed! Even Scarecrow though it's quest not is a magic complete. Weed. But thank you. Have a Freut nice sich. snack. Have a nice snack! Okay, passt. Ich habe wahrscheinlich schon wieder 5000 Kundschaft da drin. Ja, natürlich ist der ganze Bums voll. So, haben wir alles da. Brauchen wir bloß auf E drücken, alle sind bedient und Gerstenbrei haben wir keinen. Gerstenbrei! Bitte einmal nein kochen. Stimmt, und beim Mais waren so 3 so Striche. Das bedeutet offenbar, dass wir erst Phase 1 kochen, Phase 2 kochen, Phase 3 kochen. Putzhelferhaus! Ein Grill! Und ein gebratenes Ebensteak, aber die werde ich wahrscheinlich jung müssen. Backbiergrügel. Wie lange bleiben die eigentlich sitzen, bis lästig werden? Das ist auch immer nur sowas, was wir ausprobieren könnten. Da haben wir Starkbier hingeschissen. Und einen Gerstenbrei hingeschissen. Dann müssen wir noch anspeien und zwar sauber. So, haben wir jetzt einen Haufen Dreck zusammengeklappt. Vogelscheuche reden. Aber haben wir grad. Alles gut. Alles gut. Die Frage ist jetzt so, wie geht's weiter? Flitze go. So, wir haben da. Haben noch eine. Jawohl. Ja, ich hab doch mehrere Gerstenbrei da aus der Kreide, oder ne? Was haben wir da? I'll feed the whole world. 100 Dishes cooked. Ja. Look at me. I am your cook now. Cook me up before you cook. Wie schaut's denn aus mit nochmal gekochten Mais? So, das war so. Kochen. 600 irgendwas haben wir. Was möchtest du? Starkbiergriegel, das kriegst du. Machen wir erst Diesel. So, nimmst du. Ja, aber. Nehmen wir wieder mit. Warum scheißen denn die? Hab ich angefressene Äpfel da rein?
verstehe ich nicht. Dann holen wir uns doch einmal eine zweite Kochstelle. Holen wir uns doch mal die zweite Kochstelle. Möbel. Erd mit 1 Kochstelle. Oder hätte man einen Grill nehmen sollen? Was ist denn der Bedienhelfer? Hilft beim Bedienen der Oh! Und der Putzhelfer. 1800! Dann kaufen wir nur Kisten, damit ich da mal meinen ganzen Scheißschrott irgendwie verstauen kann, den ich nicht die ganze Zeit brauche. So, was haben wir? Was kriegst du? Kriegst einen guten Mann. Da, Starkbier kriegst du. Ein Malzbier, gibt bloß ein Starkbier. So, dann. Oh, mal. Oh, Gerste. Gerste geht aus. Aufkochen. Dann tust man mal die Truhe her. Nehmen die hin. Und noch guter Platz für die Truhe. Oh, vielleicht, hä? Ja, was hat dabei mit da hin, so wurscht. So, was brauchen wir nicht ständig? Eigentlich brauchen wir alles da ständig. Vor allem, wenn wir los ist. Einen Apfelscheiß brauchen wir nicht ständig. Hacke brauchen wir nicht ständig. So. Oh, schau's kurz nicht, hier ist der ganze Tisch voller Leute. Irgendwas. Starkbier. Starkbier, Starkbier, Starkbier. Kruzifix darf man nachbrauen. Da meine ich, darf man mal. Da meine ich, darf man mal nachbrauen, du. Nimm Fass. Gegenstand platzieren. Nicht? Achso, nein, Moment. Ich bin ein Depp. Ich bin ganz pur so ein Depp. Gehört da einer. So, das nehmen wir mit. Weißt du, ich muss abwaschen. Zuge du jetzt. Zuge du jetzt! Da brauchen wir Monedos. Ich hätte da schon noch gern die Bitte. Stehen einfach Grill am Boden. Wieso stehen da Grill am Boden? Verstehe ich nicht. Gleich das ganze Stockbier hier durch. So. Gerste Brei, Starkbierkrug und einen Mais. Und, oh shit, haben wir jetzt keinen Mais mehr. Oh. Den aufkochen wird ein wenig halt dauern. Haben wir nicht eine Kochstelle gekauft? Ja, haben wir. Die haben wir jetzt, die hin. Die haben wir da hin. So, Mais. Wir haben ja schon einen Mais kochen, haben wir schon. Machen wir jetzt so. Kochen, wie viel Gerstenbrei haben wir noch? Auch noch einen, dann kochen wir da die Gerst. Drück, Gerst haben wir keine mehr, müssen wir nicht kaufen, hilft uns nichts. Ein Maisgericht, einen Starkbierkrug und zweimal den Besen in die Fresse. Oh shit, ich habe auch keine Grill mehr, ich muss abwaschen. Ich muss abwaschen, schneller! Neuer Raum hinter dem Herdofen. Ich war mir gerade nicht sicher, wie wir hintergegangen sind, aber da hast du absolut recht. Jetzt gehen wir erst mit da hinten, holen wir uns das Starkbierfässel, pflanzen wir da auf, holen uns die Grill. Ich hab doch viel mehr Starkbiergrill, wieso hatten die? Abhauen! Abhauen! Oh! So, da, her mit dem Schund. So, passt schon. So, wir brauchen einen Maisklump. So, Maisbedienung. Ich glaube, wir sperren dann langsam mal wieder zu, weil ich nicht mehr klarkomme da drin. Einen Gerstenbrei. Scheiße, wir haben keinen Gerstenbrei. Oh, ich hab doch einen Gerstenbrei gehabt. Mit dem Einkaufen, schnell! Händler Sepp! Gib... Von Tussi, sie gehen jetzt zweimal in die Schere. So, mit zwei mit Gerste her. Also wirklich am Geld verdienen haben wir nicht, gell? Ich gar nicht gern, wenn da Psuffer unter den T-Shirt brunst wird. Gerste, haben wir mehr Wasser. Ja, haben wir wieder kein Wasser nicht! Ah, ich seh schon. Das ist, auf Dauer ist es wieder nur im Multiplayer machbar, weil alles das uns drunter und drüber geht. Dreimal. Die Donau, Alter. Nikus! Platz ja die Kisten ins Kammerl neben Fermentierer, das kann das Lager sein. Ja, aber bringen wir das irgendwas? Also mit Merse natürlich. Aber ja, noch haben wir ja kein Platzproblem. Da muss ja bloß unnötig weit laufen. Das ist ja auch nix. Du, das ist ja auch nix. Waschen wir nochmal ab. Wir haben ja doch viel mehr Grill und Tellern. Viel mehr. Wieso kann ich da immer bloß 2 Starkbier mitnehmen?
Weiß nicht, was da los ist. Weiß ich nicht, was da los ist. So, dürfen wir jetzt da bitte in der Gersten einbauen. Einbauen, kochen. Oh Gott im Himmel, jetzt dürfen wir zusperren, weil sonst kommen wir nicht mehr klar. Zusperren nochmal. Zusperren. Geöffnet, geschlossen. So. Ich hab doch Starkbierkriegel dabei! 5000. Ach du Scheiße. Und übrigens was zum Essen, die verdammten Huren. Wie viele Tellern haben wir? 5. Was ist denn? Ich hab doch da. Das ist ein dreckiger Teller. Das ist ein dreckiger Teller. Wo haben die ganzen restlichen Teller? Ich hab doch nicht bloß 2 Tellern. Das gibt's ja nicht. Geh dann raus und kauf die 5, weil das ist totaler Kalter ist da. Oh, die sind alle dreckert. Okay, nur mir Person. Und das muss ja mir sagen. Schau mal hier, was der Zeug dreckert ist. Das ist ein Wahnsinn. Volle Beschäftigung. So, 2 mit Mais und Gerstensepp. Mais und Gerstensepp. Mais und Gerstensepp. Und ausgedroschen mit dir. Zeig dir was an, du Huren. Was da? Herr Wolfrick! Ab und an kommt es vor, dass die Gäste dir das Geschirr klauen. Da habe ich schon unzählige Teller und Krüge verloren. Zumindest kam es mir immer so vor, wenn aus 20 Krüge irgendwann nur noch 10 da waren. Ja, also was ich mir auch noch vorstellen kann, ich meine, ich krieg's ja nicht gescheit mit, was passiert, wenn die da fertig sind und dann runterfallen oder sonst irgendwas. Ich kann mir vorstellen, wenn die runterfallen, dass das vielleicht auch irgendwie einmal durch den Boden durchglitscht oder was auch immer, was für Scheiß passiert. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. So, Starkbierfassel. Das hat noch nie geschaut, wie wir sich jetzt nachproduzieren. Dann das nehmen wir. So, wie viele Teller habe ich jetzt? 5? Habe ich bloß 5 Teller, das kann ich nicht glauben. 6 Kriegel, 7 Kriegel. Nehmen wir das einmal da, aber das brauchen wir da nicht. Schade, dass man den jetzt stacken kann, das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir haben jetzt da 7 Krüge und 5 Teller. Und plus 2, wo ein Mais drin ist. Dann passt es wieder zusammen. Dann kaufe ich jetzt jeweils nur 3 und dann muss das vielleicht ein bisschen einfacher gehen. Wie viel Geld haben wir? 716. Ja, das ist ein Anfang. Das ist ja schon Mapsi. Greetings, traveler. So, aber so oft verbrauchbar. Wo ist das drin? Möbel. Oder? Ja, da. Passt. Jetzt kochen wir ein wenig vor. Bauen wir draußen wieder einen Mais an, weil in sich, glaube ich, haben wir nicht mehr viel. Und dann sperren wir noch mehr auf. Ist überhaupt. Frallis, 3/4 Fralli kannst mit du einmal kreuzweise am Bugel runterrutschen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wie viele Samen haben wir denn überhaupt? Ha! Einen herzlichen Glückwunsch, Spiegel, du Vollidiot. Ab zum Händler. Maissamen kaufen. Los. Greetings, traveler. Greetings, Traveler. Ich hätte aber gerne einen Hopfen. Seid schon bitte zu Hause, ist ein Hopfen? Zum Gießen von Pflanzen verwendet, beschleunigt das Pflanzenwachstum. Gerstensamen. Oh, wir haben auch Gerstensamen. Kosten, was kostet? Ja, aber Gersten 10 Stück kosten. Oh, ja, okay. Ja, rendiert sich schon. So ist das nicht. So ist das. Den nehme ich jetzt einmal mit, weil es nicht hilft. Dann sehen wir die Bedienung halt heute nicht mehr. Das wird nicht helfen, aber 1800 ist echt ein Haufen Kohlen. Das ist ein Haufen Kohlen. Habe ich jetzt schon Maissamen gekauft oder nicht? Nö. Dann kaufen wir mir jetzt da mal einen mit den. Da, Abflug. Muss ich da auch wieder was sein, oder was? Ah ja, tatsächlich. Na sicher müssen wir mir da was sein. Was hast du gemeint? Dabei schauen wir uns das einmal an. Und wir machen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann. Jetzt habe ich gerade kurz einen Schlaganfall gekriegt, weil ich irgendwo umeinander geschaut habe, woran man sieht, dass das Ding gegossen ist. Da wird das Teil da drunter dunkel. Okay. Und da bauen wir Gersten hin. Gersten! Machst du mal die Gersten hin? Njon, njon, njon.
So, diesen hier, diesen hier, diesen hier, diesen hier, diesen hier und diesen hier. Dann gibst mir den noch. Jetzt ja ein bisschen so, als da ich mein Dünnpfiff von gestern. Und den einen lassen wir jetzt mal umgegossen und schauen, wie viel schneller das funktioniert. So, währenddessen füllen wir machen wir mal unsere Griegel alle sauber. Jetzt müssen wir 10 Teller und 10 Griegel haben. Die Griegel, die können wir alle... Ach, weil die einzeln ins Inventar gelegt werden, gell? Dumm. Ey, wir haben Rezepte gekriegt, oder was? Haben wir dafür ein Rezept gekriegt? Ach, das gebratene Ebensteak. Da brauchen wir rohes Ebenfleisch, aber das... Da kriegen wir wahrscheinlich aufs Maul. Wieso machen wir es denn nicht so? Dann habe ich Platz im Inventar und das Zeug steht da und... Ha! Easy going, so. Benötigt Fass, haben wir wieder Platz, jawohl. So. So. Benötigt Fass, Gerstenwürz. Gerste würzt. Einmal neu gewürzt. Einfach einmal neu gewürzt. Da dreckiger Teller. Müssen wir nochmal abwaschen. Das kriegen wir jetzt schon. Jetzt bereiten wir uns sauber vor. Ah, also haben wir unser Inventar voll ist mit Essen und Trinken und einmal alles einmal vorgekocht ist. Wird dann schon. Wird dann schon. Mal, das kriegen wir schon. So, füllen wir mal das Wasser auf. Schauen wir den Mais an. Mais ist da. Mais ist da. Also der wächst eh so brachial schnell, dass es lächerlich ist. Aber wenn später die Bude natürlich voll ist, dann ist auch die Größe des Feldes ein bisschen lächerlich. Gardener of the Month. Harvested 25 plants. Das heißt, wir haben auch schon wieder... Haben wir das da? Ah ja. Okay. Der Ungegossene ist ja genauso schnell wie die anderen. Da merkst du fast keinen Unterschied. Da muss ich ja davor stehen bleiben. Das nervt der Wind. Das dauert am allerlängsten da. Wenn ich jetzt wieder was abpflanzen möchte. Das ist ja so das Unspektakulärste irgendwie. Weißt du auch nicht. Das ist jetzt die erste Gameplay-Mechanik, die mich jetzt schon nervt nach dem 3. Mal, so jetzt mit die Scheiße da zusammenhauen. Das kann man schon 2, 3 Zyklen vom Wachstum also lassen. Du weißt schon, wie ich meine. Das kann da einen halben Meter weitergehen. So, passt. Jetzt kochen wir sauber auf. Da ist der Gerstentopf. Gerste. Haben wir mir schon wieder kein Wasser nicht. Gott sei fix. Aber war da jetzt gerade ein Frosch? Code ist der Botaniker aus Gelliulmann, auch. Herr Gara! Merci für 29 Monate. Bürgers Busenbude. Gara, pass auf. Ah! Ich hab keine Hacke, chill mal. Ich kümmere mal von hinten. Beute! Was kriegen wir da? Krötenbein. Was kann das? Zum Kochen verwendet. Oh, delicious. Gara, bist du da? Wir waren fast identisch. Fast. Ich hab nur ein V vom 2.0. Ein Frosch! Ah, ein Frosch! Ihr Affen. Ihr Affen. So, Gerstensepp, kannst du mal einen aufkochen da? Jawohl. Da, einen gekochten Mais, einmal Wasser kochen. Jawohl. Da haben wir den Bums, da haben wir die Gerstenwürz, den haben wir rein. So, dann Passel platzieren.
Dann 10 mal Mais, nein. Entschuldigung. Gerstenbrei steht noch nicht so viel aneinander. Nehmen wir mal 3. Und dann nehmen wir 3. Wenn wir das da so her, dann schaut das schon mal gut aus. Wenn ich gut ausschaue, dann weiß ich es auch nicht. Wenn das nicht, jetzt müssen wir ein bisschen sortieren. Da haben wir noch ein Fassel. Das da her. Jawohl, jawohl, jawohl. So, und dann sperren wir mal langsam wieder auf. Dann machen wir noch eine Runde da. Dann machen wir mal geschlossen, hier rundrum. Und dann bedienen wir mal noch die Scheiße aus die People heraus. Brauchen wir noch irgendwas? Ich habe da auch noch selber was zum Servieren. Jawohl. Wassereimen. Hier kann wir eigentlich da so her tun. Dann haben wir noch 2 Krieg. Die können wir noch befüllen. Auch da so her tun. Geht immer wieder an Stelle 1. So, jetzt schaut das einigermaßen vernünftig aus. Wie schaut es da draußen aus? Das ist eigentlich schon wieder fertig. Bis da die erste Kundschaft kommt, dabei können wir da mal sauber abernten. Haben wir genug Platz? Jawohl. Sieht toll aus. Herr Hegemann! Aldrut, ich hoffe, euch geht's gut. Grüße aus dem Allgäu. Herr Hegemann, Kuss auf die Nuss. Mir ist wieder ein Resub. Wobei ich mir nach 7 Jahren Streaming immer noch nicht so 100% sicher bin, ob das wirklich ein Resub ist, aber ist mir scheißegal. Merci dir für 7 Monate. Weil bei uns ist immer alles gut. Ist bei uns alles gut, ich weiß manchmal nicht. Aber öfter schon. Da ist die Bude voll. Ja, sicher ist die Bude voll. So. Gericht servieren. Ja, dann sammeln wir unseren Scheiß da mal wieder ein. Ja, von allem etwas. Oh, den kann ich schon gar nicht mehr ein. Ja. Weißt du, die wollen schon wieder so wie Gerstenbräu. Bräu. Kann ich nicht nehmen, kann ich nicht nehmen, kann ich nicht nehmen. Gerstenschund. Was möchtest du? Gerstenschund. Ich weiß nicht, wenn man ein paar Starkbier kauft jetzt da Kruzifix. Gerstenbrei. Starkbier haben wir dabei. Eins haben wir auch dabei. So, easy. Wie viel Slots haben wir? Das klang da überall hin. Nehmen wir mal das mit. Shit, wir haben keine. Na ja, gut. Müssen wir so machen. Das nehme ich mit. Ja, wie haben wir da? Das passt auch. Wir brauchen mehr Tellern. Wir brauchen einfach mehr Teller. Ich muss da 20 Teller kaufen. Das ist ja so, ist das ja echt ein Bingerle eine Sisyphus-Hausen-Geschichte. Ich hab doch. Nein, das mit dem Zeug da abstellen, das gefällt mir nicht. Ich mag es im Inventar haben. Wo ist denn jetzt der. Hab ich keinen Gerstenbrei. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir brauchen mehr Tellern! Will sie alles da wirklich mehr verschwinden, obwohl kann ich verschwinden. Ja. Oh. So, die brauchen wir, die 2. Ja, kriegst du. Du möchtest ein Starkbierkrug. Nimm ich. So, easy going. Wie viel Geld haben wir? 455. Ja, es ist so. Zwecks der Unkampfertheit müsste man eigentlich. Wieso nehme ich die Starkbierkrug nicht einfach alle mit? Einen Slot lassen wir frei. Maisgeschichten haben wir genug, aber Gerstenzeug. Hoppala, zurück. Gerstenbrei kann man noch, da haben bloß 4 drin, warum auch immer. Kann man noch herrichten. Kochter Mais. Nein, hier mit einem scheiß Preisscheiß! Meine Güte. Da mengen sie jetzt auf einmal wieder so viel Preisscheiß. Wir haben doch einen Mais, der Mais ist viel besser. Abwaschen. Hab ich keine Tellern zum Abwaschen oder was? Was soll das denn? So, 2 mit Gerstenbrei. Passt. Ja, mit die Bank, ja, ist schon recht. Oh mein Gott. Immer das, wovon ich am wenigsten in der Hosentasche habe, wahrscheinlich. So, dann müssen wir da wieder Wasser einschütten und weiter geht's. Die 3 Eimern waren sehr gut investiert. Das sag ich dir, was ist. Die 3 Eimern sind wunderbar investiert. Kruzifix! Endlich einmal jemand, der einen Mais frisst. Da, du hast extra ausgestellt. Schaut gut aus, riecht gut. Riecht gut. Schmeckt gut. So, jetzt haben wir mal den Bums da hinten im Lager zusammen. Das wollten wir auch schon lange mit da. Das ist auch nicht mehr Schaden. Ah doch, macht doppelt so viel Schaden.
So, hilft uns zwar ein Scheißdreck, aber ist ja wurscht. Level 6 geht's da auf. Was ist da drin? Ist das auch wieder so eine kleine Lagerhalle? Oder wie? Was sehe ich in unser Level eigentlich? Status, Bumsbude, Tag 5, Vielfalt 96, Serviertempo 93, Sauberkeit 75%, Reputation, Erfahrung, Stufe 4 sind wir mir erst. Das geht schon ein wenig Zeit, muss ich sagen. So, da hinten liegt ein wenig ein Träger umeinander. Weg mit dem Bums. Mit dir. Ja, endlich einmal was Einfaches zum Servieren. Dankeschön. Dankeschön, Leute. Du, Zeit ist warm. Nehmen wir den und den wieder mit. Immer dabei irgendwas da. Ja, anspeien. Werden wir dann mal anspülen, du. Am Boden liegt's Essen. Wo liegt's Essen? Wo liegt da Essen am Boden? Wo kommen jetzt die 3 schwarzen Teller wieder her? Die waren da vorher nicht da. Ja! Bierfassler und Hopfen! Jetzt haben wir aber benannt, du. So, brauchen wir noch irgendwas? Jetzt anspeien. Weiter, wenn du zu viert bist, hast du da 4 Inventare lang die Möglichkeit. Oh, jetzt ist aber die Bude wieder gescheit voll, gell? Ja, kaufst du mal einen Mais? Ja, 2 mit Mais. Das mag ich sehen. Jetzt ist er dann gleich wieder da liegt was am Boden. Easy. Starkbier haben wir zum Saufwurden. Oh shit, jetzt wird's dann irgendwie. Wir haben keinen Mais mehr. Doch, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. So. Scheiße, da haben wir keinen mehr. Müssen wir schnell einen aufgehauen. Haben wir noch genug Klump da zum Aufjagen? Ja, freilich haben wir noch genug Klump. Machen wir da gleich mal noch Gerstenschund. Gerste. Dann haben wir da und der haben wir da einen Mais einer kochen. Dann gehen wir raus, holen wir unser Wasser. Dreimal. Easy. Und wir haben eine neue Quest, rede mit dem Händler. 1, 2. Oh, noch ein Bono abgefallen. Easy. Und dann haben wir einen Haufen Zeug zum Abwaschen. Ein Haufen Zeug zum Abwaschen. Starkbier. Ja. Dann machen wir einmal. Jetzt einmal durchwaschen. Los. Kannst du die Inventory wechseln? Was? Was kann ich wechseln? Ich weiß jetzt nicht, was du mit Inventory meinst. Gut für mich, gut für dich. Händler, ja, ich sehe schon. Es kommt anscheinend eh gerade keiner. Ich mache jetzt da mal wieder Wasser rein. Erstmal das ganze Geschirr ansprechen. Dann müssen wir wieder herkochen. Die Träghamen, die saufen so wenig Starkbier, dass wir von dem so viel haben. Natürlich nichts. Jetzt liegt das ganze Geschirr da am Boden umeinander. Ich merke gerade, weil ich keinen Inventarplatz mehr habe. Wo ich mich auch so ein bisschen frage, wie geht denn das? Weil irgendwie habe ich doch vorher den Platz auch gehabt für den Krieg. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Naja gut, so, was wir jetzt noch mit da kennen ist, wir können das einmal da um, das brauchen wir nicht. Das braucht man nicht. Das können wir stacken. Dann schaut das schon ein wenig nach mehrer Hand und Fuß aus. Dann gehen wir mir. Hoppla. Gekocht haben wir schon ein wenig. Irgendein Starkbier und ein wenig ein Maisal. Tun wir da mal ein Mais raus. Wie viel? War mir sicher. 3 mit Starkbier. Wann nimmt Leid? Hallo? Jetzt sag ich mal ein wenig um. Ja, Wahnsinn. Vorher habe ich 2 Sekunden im Boden geschaut. War die Bude voll. Du warst auch schon zum 14. Mal da. Und du zum 16. Mal. Easy. Dreckiger Teller. Dein Mama ist ein Drecker, der Teller. So. Mal wieder kein Wasser nicht. Du sollst nicht zusammenkommen, du sollst abspeien. Was ist jetzt mit ihr? Also sie isst. Wie schnell das Leute bedienen, ist wirklich narrisch. Oh, jetzt aber, wo? Wo kommen denn die her? Ich hab da gerade rausgeschaut, da hab ich da hinten umeinander tanzen, kommen die von der Seite? Hallo? Was ist mit euch? Was ist das? Ein Baumstumpf. Herzlichen Glückwunsch, gehen wir wieder heim. Los.
Ja, ich komm schon. Gerstenbrei. Starkbierfest. Zweimal Gerstenbrei. Starkbier. Nimm ich. Was kriegt denn ihr noch? Also, ja, schon messen. Okay, brauchen wir Gerstenbrei. Müssen wir nochmal einen nachkochen, meine ich. Nochmal einen hinten reingekocht. Aha. Einmal nehmen Mais mit, einmal nehmen noch zweimal Starkbier mit. Weil er jetzt da stark... Nein, möchte er nicht. Okay, da brauchen wir mehr Gerstenbrei. Da müsst ihr euch jetzt kurz gedulden, Kinder. Wie viele Teller habe ich noch? 3. Das müsste eigentlich gelangen. Jawohl. Oh, absolutes Speedrunning ist das da. Merkt es. Ich sag da nur Pro-Gaming. Wenn das kein Like nicht wert ist, dann was ist das? Vielleicht ich, du Penner. Und schon wieder der Gerstensepp. Haben wir wieder keine Teller nicht. Crucifix! Herr Händler, wenn ich da, weiß ich nicht, 25 Teller abkaufe, kriege ich dann einen Mengenrabatt von 400%. 800% da die auch nicht mehr. Herr Kais! Alter, merci dir für 72 Monate. Terry Birger, schau mal wieder rein, viel Spaß. Ja, du, klar, dass du einmal wieder reinschaust. Was sonst den ganzen Tag lang? Merci dir, Kuss auf die Nuss. Treib's dann halber, ich weiß es auch nicht. Wie lange warst du schon nicht mehr da? Ich weiß es auch nicht. Da musst du einmal wieder Montag und Mittwoch auf die Nacht, musst du einmal sagen, so, jetzt... Mann, ich habe keine Zeit nicht. Schickst die alle fort. Schickst, was weiß ich, alle fort, die da auf den Sack gehen, und sitzt ein wenig her, spielen wir ein wenig am Blödsinn. Heute haben wir ein wenig schneller unterwegs wie sonst. Wie viel Geld haben wir nicht Zeit? Vielleicht sehen wir die Bedienhilfe doch noch. Schauen wir uns die Bedienhilfe noch an. Was sagt ihr? Sollen wir uns die Bedienhilfe noch anschauen? Gerstenbrei. Tschüss dann! Kackfrisur! Wollen wir unser Wasser? Haben wir schon lange nicht mehr da. Abpflanzt haben wir auch schon lange nichts mehr, aber das dauert so lange, dass mir da drin dann die Bedienung einfach zu lang dauert. Wenn ich jetzt da nämlich zurückgehe, ist mit Sicherheit schon wieder irgendjemand da. Nein, ist nicht. Warum nicht? Warum nicht? Schickt jetzt mal nochmal 15 Sehen. Leider nein, ich kann noch ein wenig Kohlen brauchen. Da kommt schon der erste. Der andere torkelt noch heim. Geht schon. Waschen wir mir dabei ab, damit wir gleich mal wieder vorbereiten können. Ich bin auf jeden Fall so lange dabei, um mich an den gusseisernen Vogel zu erinnern. An den gusseisernen Vogel? Ich kenne einen Tomb Raider Vogel. Aber der gusseiserne Vogel, der... Ich brauch mehr Details, Herr Kais. Mehr Details vom Herrn Kais. Währenddessen schaue ich ihren Ausschnitt ein. Im Fräulein Everglade, damit nichts passiert. Ja, ja, genau. Okay, noch einer. Was haben wir denn da noch so? Essenslieferung. Gebratenes Ebersteak und gekochter Mais habe ich. Oh, für 240. Töte Kreaturen. Zombies 8. 400 kriegen wir da. Ja, das tue ich, da möchte ich erst einen Pfeilbogen oder irgend sowas haben, weil man kriegt extrem viel Schaden auf extrem kurze Zeit. So, Teller nachwaschen. Haben wir's schon? So, was kriegst du? Brauchst du gar nicht hinsitzen, wirst schon bedient. Oh, feine Herr, sauf gleich 2 Starkbier. So, 60 Gold brauchen wir noch. Dann können wir uns Bedienung kaufen. Haben wir aber sonst nichts mehr dann. Mir oder was? Schiebe schon der Schaum glänzt. Oh, na. Noko. So, oh, jetzt kriegen wir ein Problem, glaube ich. Okay. Bitte bestellt alle nur, was ich da habe. Gerstenbrei, da können wir gleich wieder einen aufkochen, das sage ich dir gleich schon. So, Gersti und der Wasser, das ist ja nicht teuer. Ach du Scheiße. Starkbier. Ah, und einen gekochten Mais. Scheiße, haben wir auch nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Ich hoffe, dass uns die Ressourcen noch gelangen. Ja, Mais haben wir genug, das schaut gut aus. Und dass du mir da noch 2 Segen her. Ah, schau hier, wie uns die Kohlen eintragen. Ja, Wahnsinn! Achtung, Mais fertig mal. Mais, die bedienen wir schon noch.
Tun Sie sich mal nicht hinunter. Kriegst du auch noch. Und jetzt sperren wir zu. Sonst kriege ich da ein Vögelchen. So, zugesperrt. Greetings, traveler. Wieso zusperren? Ich bin eigentlich ein Vollidiot. Warte mal. Möbel, Bedienhelfer, Putzhelfer. Das Putzen ist ja scheißegal. Also noch. Dann nehme ich dir Hilfe beim Bedienen der Kunden. Dann her das Ding. Her mit dem Ding! Ihr wisst, wer was kann! Wo stell das hin? Warte mal. Ich stell den einfach. Was jetzt sein? Bin ich gespannt, was das für Schund ist. Wahrscheinlich haben wir einfach das ganze Geld aus dem Fenster geworfen. Das Vogelheidel, das stellen wir jetzt einfach da her. Wie geil ist denn das? Chest. Was kann der dann? Oder jetzt warte mal. Jetzt stellen wir mal alle Gerichte da auf das Bediending. Alles was. Und dann rennt der kleine Eulentrottel da um und tragt sie am Kohl. Wie gut ist denn das? Das gefällt mir gut. Was tut er jetzt? Hä? But why? Hast du Knierscheiben? Anscheinend schon. Er schaut mich immer an. Oh, haben wir den auch noch gesehen? Ja, also natürlich ist der eine Hilfe, das ist klar, aber ich glaube, dass der da ein bisschen dumm platziert ist. Das macht viel mehr Sinn, wenn wir den dahinter den, dann kann er nämlich, oder warte mal, den kann man doch eigentlich nicht, jetzt wollte ich jetzt auch nicht, die falsche Taste. Rotate. Ja, den stellen wir mir nämlich dann, habe ich doch da gerade platzieren können. Stellen wir mich da her, dann kann er nämlich da straight daher gehen. Oder vielleicht da hin, holt sich das Klump und kann bedienen. Ja, easy going. Easy going. So, jetzt meine ich, waschen wir ab. Haben wir da noch was? Haben wir da noch was? Dann werden wir noch haken. Und Samen kaufen. Waschen wir noch ab. Wir machen quasi die Vorbereitungen fürs nächste Mal. Ich glaube, das kann man schon mindestens noch einmal mit der Community spielen. Ich denke schon. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Da möchte ich aber dann auch absolutes Pro-Gaming sehen, gell? Für das Speedrun. Das wird kein Gepimmel, das wird ein Speedrun. Eigentlich soll sie auch gemütlich speisen, aber das fürchte, hat sie erledigt. Ich fürchte, das hat sie erledigt. So, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2 und servieren wir das da so her. Oh, dann haben wir da einen Haufen Maiszeug, können wir noch brauchen. Gekochter Mais. Wassereimer kochen, bitte. Dann gehen wir da schon mal raus. Und so. Was sagt denn die Umfrage? 83% ja. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute mitgekriegt haben. Herr Quarton, jetzt wird 2 Monate. Servus, ist der Bürger im Stress schon ein wenig. Aber ich bin ja das gewohnt. Ah, das ist ja für einen Pro-Gamer ist ja das kein Stress nicht. Ja, klar. Das werden wir jetzt noch schnell vorbereiten. Dann kochen wir drinnen Mais. Und dann haben wir da einen sauberen Spielstand, in dem wir sauber durchgespeedrun sind. Das sagt der I, wie es ist. Haben wir sogar schon automatische Bedienung. Das ist eigentlich schon ganz nett. Kennen Sie nämlich beim nächsten Mal. Und haben wir dann zu viert. Also es kann wieder, machen wir wieder. Oh, da liegt einfach so random Mais umeinander. Der ist vorher wahrscheinlich irgendwann. Oh. Schlecht! Das gute Kochwasser. Beschädigung. Bürger, nix mit 50-50. Ja, mich wundert's auch ein wenig. Mich wundert's ehrlich gesagt auch. Also, jetzt muss ich es noch mehr kochen, oder was? So viel Starkbier haben wir noch. Schaut's auch nicht mehr so gesund aus, gell? Ja, mal da haben wir mich noch. Ja, uns geht das Klump aus. Müssen wir einkaufen. Da werden wir einkaufen müssen, das sagt der I. Da brauchen wir ein paar Gerstensamen und Maissamen. Und auf alle Fälle billiger. Gerste. Da haben wir ja Hopfen und Bierfässer jetzt. Die schauen wir uns beim nächsten Mal an, Kinder. So. Moment, nein, fertige Gerste mag ich natürlich nicht haben. Ich mag 15,15. Kostet weniger. Wie viel Geld haben wir? 124.
tust mir mal noch jeweils einen Teller und einen Grill. Habe ich den jetzt am Baum fallen lassen, oder was? Nur einen Teller und einen Grill her. So. Haben wir da noch irgendwann Platz? Jawohl. Servieren wir da. Tellern haben wir keine mehr, das passt schon. Da haben wir Gerstenbrei, haben wir auch nicht mehr fähig, nur Ressourcen, damit wir das machen, dann müssen wir es abpflanzen. Dann werden wir es abpflanzen müssen. Dann nehmen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und den Rest pflanzen wir Mais an. Oh, hätte ich gesagt gehabt. So stehen, so. Und ist das beim nächsten Mal easy fertig. Easy fertig, da können wir nichts machen und dann haben wir mir eigentlich ganz gut vorbereitet. Starkbier mitgenommen. Bassel genommen. Sauber zusammengerammt. Und dann schauen wir mir da richtig stabil aus, meine Damen und Herren. Richtig stabil. Wie gespeichert. Erst magst du mir Infos und dann liest meine Nachrichten nicht. Herr Kais, ja, gut. Bin aber mehr aktiv im Horror Oktober, weil mich der Art mit Humor und ein bisschen Granteln mit der Angst umzugehen immer wieder taugt. Weiter so. Hab schon gelesen, schon, ja. Merci dir. Aber nur im Oktober ist eigentlich ein bisschen wenig. Bisschen. Ich mag einen Horror Oktober auch nicht öfter im Jahr einbauen, dass man nur einen Monat zusätzlich macht irgendwann. Weil irgendwann gingen uns einfach die Spiele aus. Weil Horrorspiele kämen nicht so schnell nach wie halt so Indie-Games, Simulatoren und so weiter und so fort. Da hatte der Top fast einen Top, ja, das war knapp. Meine Damen und Herren, Tale & Tale im Speedrun-Mode. Bevor sie wieder alle davon schleichen, direkt nach dem Gameplay. Like-Button smashen, das würde mich sehr, sehr freuen. Tu es, kostet nichts. Dankeschön. Vielleicht ist ein Neuer dabei, weiß ich nicht. Lasst mir ein Abo da. Und alle, die schon abonniert haben, zum 1000. Mal, kontrollier die Glocke. Dann kriegst du nämlich eine Benachrichtigung, wenn ich live bin. So sieht's aus. Ja, was sagen wir jetzt zu dem Spiel? Müssen wir natürlich auch ein wenig gnadenlos ehrlich sein. So ist es nicht, was sagt denn die Umfrage? 373 Stimmen. Bock auf einen Community-Zock in Ale and Tale. 83% sagen ja. Das ist echt viel. Dass wir da kein 50-50 oben drin haben, das erschüttert mich ein bisschen, aber ich beende diese Umfrage jetzt mal. Anscheinend, wenn es keinen Multiplayer geben darf, wissen die jetzt nicht, ob ich weiterspielen darf. So ist es. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß genau, was kommt. Vielleicht ein bisschen mit den Monster umeinander und so weiter. Ja. Ist die Hintergrundmusik nicht aus Balatro? Ja. Gia. Haben wir absolut, haben wir einen Pro-Gamer oder eine Pro-Gamerin? Ich bin mir nicht sicher, aber richtig erkannt. Was ist eigentlich mit Facebook und Instagram? Habe immer noch keine Antwort, leider Gottes. Ich glaube, zu viert geht schneller leveln, kann schon besser sein. Das ist der springende Punkt. Also das Spiel nicht nochmal solo, sag ich dir, was ist. Aber ich glaube, es kann ganz witzig werden im Multiplayer. Wenn da noch 3 andere Leute sind und du sagst, du bist der Bediener, du kümmerst dich draußen, damit die ganze Zeit angebaut ist, du machst das, du gehst vielleicht Viecher verkloppen und ich gehe Quests machen. Ja, weil mich sowieso interessiert, was es ist und ihr haltet die Bude am Laufen. Ich werde immer noch ein Getränk und noch ein Gericht auf die Karten setzen. Ist auch eine Idee. Habe ich auch kurz drüber nachdenkt, ist eine Idee. Aber du brauchst sowieso Gerste. Zumindest am Anfang ist es, glaube ich, noch wurscht. Und vor allem der Gerstentopf da, der ist ja auch schnell gemacht. Der ist ja auch schnell gemacht. Und darum, glaube ich, schaut, wir sehen uns diese Woche nicht mehr. Ich hoffe, euch hat der heutige GTA 6 Besänfungsstream gefallen. Ich hoffe, dass ich keinen Strike kassiere, weil der ist dermaßen feierrot, wie schon seit langem nichts mehr feierrot war, das Video. Das habe ich gesehen, bevor wir da zum Streamen angefangen haben. Und ich mag es jetzt nicht, es wird nicht sicher passieren, aber es könnte passieren, dass ich am Montag einen gelben Schein brauche.
Bei uns in Landau sind diverse Festivitäten und es kann passieren, dass ich mir dermaßen einen hineinleuchte, dass ich nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Herr Lorenz! Merci für 21 Monate übrigens. Habe die Ehre zurück. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Ein Kautron habe ich auch übersehen. Habe die Ehre und ab in Nachschau-Squad. Fühl dich in die Vergangenheit gegrüßt. Und der Rest natürlich auch. Ja, klassisches Format C, Herr Unkrautbauer. Das ist absolut richtig. Mir werde es wahrscheinlich wieder ärgern, weil ich sehr viele Tage verliere, wo ich an NX umeinander programmieren kann. Aber das hilft nicht. Dafür habe ich die letzten 5 Wochen dermaßen hart in dieses Spiel reingeschissen. An Zeit vor allem. Dass ich mir mal ein paar Tage Pause gönnen kann. Kreislig ist natürlich für alle, die schon da drin schon ein bisschen umeinander deren. Das Spiel schaut eigentlich fast genauso aus wie vorher, aber das komplette Grundfundament ist ganz anders. Ja, also es kann passieren, dass man am Montag eventuell so mit... Es kann. Ich werde mich natürlich bemühen, das nicht. Aber ich gebe euch dann schon irgendwie 5 Minuten vorher Bescheid oder so. Wollte es bloß einmal kurz gesagt haben. Ansonsten schaut die nächste Woche sehr stabil aus. Da sehen wir uns nämlich auch am Freitag. Warum? Der Plan ist einmal folgender. Montag, Schedule 1, Community Zock. Mittwoch, Alien Tail, Community Zock. Freitag, Doom. Das wird gut. Da habe ich Bock. Da werden wir am Freitag erst einmal sauber vorlegen und dann werden wir weiterspielen. Und ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass mir das auch nicht recht lang, wie soll ich sagen, nicht passen darf, dass wir am Freitag spielen, anstatt dass ich was anderes tue, weil die Woche vorher werde ich mit dermaßen... Weißt du, was es ist. Aha, Krankmeldung mit Vorankündigung, gibt eine Abmahnung. Sollte natürlich auch vergönnt sein und weißt ja, wie es ist. Ehrlich weiß ich, wie es ist. Und wenn da irgendjemand ein Problem damit hat, dann ist es mir einfach scheißegal. Dann sage ich, das ist nicht ganz sauber. Okay, tschüss dann. Der Bergdoktor regelt das. Wenn es pressiert, ja, der Bergdoktor gibt mir auch mal eine Infusion, dann wird es schon wieder. Jetzt hätte ich mich heute auf einen Stream bis 1 in der Früh eingestellt. Herr Grantlerbart, ja. Dann lass am Montag dein Schedule 1 einfach die Community zocken und machst auf NPC. Das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Ich häng mir einfach rein und sag, ich regel das schon. Schau ich ein wenig zu, ich laufe ein wenig nach, schau ein wenig nach, so, ja, passt schon. Hab ich die Ehre. Es ist extrem unwahrscheinlich. Wie oft habe ich einen Stream ausfallen lassen? Wegen krank, wirklich krank oder halt krank. Wie oft? Ich glaube 2-mal in 7 Jahren. Würde ich streamen auch nicht jeden Tag, aber trotzdem. Masers enttäuscht, Birgit. Jetzt habe ich zu viel Schlaf bis morgen, ja. Scheiße, aber. Du brauchst mir nicht verzeihen, dass du nicht von selber jetzt noch bis um morgens in der Früh wach bist. Spider-Man fragt, wie ist eigentlich der aktuelle Stand bei deinem Instagram und Facebook wegen der Hacker-Geschichte? Habe ich gerade gesagt schon, aber ist ja wurscht. Ich habe eine Nachricht von Facebook bekommen, um zu bestätigen, dass die E-Mail-Adresse mir gehört. Den habe ich zurückgeschrieben, habe aber seitdem noch nicht wieder was gekriegt. Das war letzte Woche irgendwann. Anfang letzte Woche irgendwann. Dass die Bearbeitung bei denen natürlich eine Zeit dauern kann, das kann ich mir gut vorstellen, aber mal gucken. Da bin ich die nächsten 2 Wochen, also wenn ich nächste und übernächste Woche keine Antwort habe, ja, straight again zur Anwältin wieder. Dann kostet es wahrscheinlich nur, ja, egal. Grantler schreibt, ja, hast auch wieder recht, Handpanzerphone ist dann halt jetzt Plan bis um 1 in der Früh. Ja, sicher. Sicher, Digi. Was muss ich jetzt tun? Steht da doch zu, dass du die Festplatten mal wieder gescheit formatierst. Ja, wenn ich es nicht letzten Donnerstag schon formatiert hätte, dann wäre das nicht so schlimm. Aber es ist halt, das ist halt der Grund, warum ich über die Sommerzeit keine nicht versprechen mag, ja, wir machen jeden Freitag auch einen Stream und am Wochenende oder jeden zweiten oder so, weil ich eben weiß, dass ich jetzt Wochenende jetzt woanders bin. Das ist halt jetzt einfach so. Das ist halt einfach die Sommerzeit. Das stellen wir dann natürlich nach der Sommerpause wieder um. Und da glaube ich, waren wir dieses Jahr eigentlich ganz gut dabei. Die letzte Saison so von September bis März, dass wir sehr regelmäßig Wochenendstreams gemacht haben. Das ist ja immer gut angekommen bei euch, glaube ich. Ich habe Spaß dabei gehabt, aber was da denn im Winter sonst? Das Einzige, was da natürlich irgendwann reinscheißen könnte, ist, wenn wir NX wirklich zum Laufen kriegen und da ist was los drin und so weiter und so fort, dass ich die Zeit halt da dafür brauche. Weil, ja, Freitagabend habe ich halt wirklich meistens gar nichts zum tun. Und je nachdem. Aber mal gucken. Kriegen wir schon hin. Also ich werde auf alle Fälle nicht den Stream vernachlässigen und das da hier alles vernachlässigen wegen am Spiel.
Außer das Spiel eskaliert. Dann kann es passieren. Für kurze Zeit. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Birger, bei deinen alten Doom-Streams passt beim ersten und dritten Stream die Sprach- und Bildsynchron nicht mehr. Ja, Hammer, das war 2020, oder? Weiß ich nicht. Ja, Hammer, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los war. Das war vor 5 Jahren. Oder mindestens 4. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ist eigentlich mit deinem PC bauen? Habe ich am Montag schon gesagt, ich habe am Sonntag meinen Keller durchforstet und habe einfach den PC nicht gefunden. Das wollte man ja eigentlich heute tun. Aber ich habe ihn einfach nicht gefunden. Ich werde nochmal schauen, wenn er mal über den Weg läuft, auch irgendwann und genau das. Ich finde die Schachtel dann, wenn ich es nicht suche. Dann wird der gleich bereitgestellt und dann wird das irgendwann gemacht. Aber so, ich habe danach gesagt, ich finde ihn nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn weggeworfen habe. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das darf ich nicht. Also es war wirklich ein versehentlicher Wegwurf und habe sie gespannt, keine Ahnung, mit der alten Kich ausgerannt, was weiß ich. Ah, da haben 20 Schachteln vor mit dem Wertstoffhof. Oh, PC. Ja. So, wisst ihr, was wir mir heute mit denen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war mir ein Fest. Wir haben heute mal ein bisschen früher auf wie normal. Und normalerweise ist um 10 Uhr Schluss und ich glaube, die letzten 1,5 Jahre war um 11 Uhr Schluss und teilweise nach 11 Uhr. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es war Ihnen ein Fest. Es war mir ein Fest. Ich freue mich jetzt dermaßen auf dieses Wochenende, das ganz aus ist. Ich versuche in NX noch so viel zum Zerreißen, wie ich kann. Und dann bin ich wahrscheinlich einmal Minimum 2, 3, also mindestens 2 Tage, vielleicht 3 auf Sendepause. Und dann werden wir es schon sehen. 11 ist es neue 10. Das stimmt so ein bisschen, gell? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch, aber wahrscheinlich auch am Montag, also derzeit mal nicht runter. Und da pümmeln wir ein wenig weiter und ich freue mich ganz besonders auf nächsten Freitag mit Doom. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Danke für die rege Beteiligung am GTA 6 Stream mit der kleinen Besänfung, die wieder 3/4 Stunde lang dauert hat. Für den Nachschau-Squad, Dankeschön, fühlen Sie sich gegrüßt. Rein in die Kommentare, soll man so eine Besänfung am öfter machen? Let me know. Unter jeder Besänfung steht dann noch drunter so, ja, soll ich mal öfter machen und die nächste gibt es dann im November. Und was, by the way, der iShow Speed ist im GTA 6 Trailer, im Ernst jetzt? Schickt's da mal einen Screenshot ins Discord. Birger besamt, ja, das gibt's dann aber nur auf P-Hub. Ja, ansonsten, geil. Ja, Löwensepp, merci dir, viel Spaß in Witcher. Und spätestens, was auf keinen Fall, nur ein Tipp, was du auf keinen Fall auslassen darfst, weil es fast noch besser ist als das Hauptspiel, das ist der zweite DLC Blood and Wine. Das ist der beste DLC, den ich jemals gespielt habe. Ist besser als das Hauptspiel. Viel Spaß damit. Und nun schleichet euch davon. Danke für die ganzen Donations. Es war mir ein Fest, Sie belustigen zu dürfen. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Vielen Dank für die ganzen Resubs. Waren neue Mitglieder heute dabei? Ich glaube, ja, freilich waren neue Mitglieder dabei. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Triple F für die Moderatoren. Der Ralf scheißt noch schnell an einer. Merci für 57 Monate. Und dann der Isong sehen wir uns nächsten Montag. Ziemlich wahrscheinlich. Falls nicht, lasst es euch im Discord wissen. Und jetzt schleichen wir uns davon. Triple F für die Mods. Bis dann. Vorzeitig ein schönes Wochenende. Habe! Easy! So, was haben wir heute? Oh, ja, warte. Wo ist denn das? Maggie!